Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und guten Abend, liebe Gäste, die Sie hierher gekommen sind. Wir fangen an heute Abend mit unserer neuen Veranstaltungsreihe, die über 4 Abende geht. Psychotherapie, die neue Pädagogik. Herr Professor Rösner hat zusammen mit dem Hygienemuseum diese Reihe, sagen wir mal, konzipiert, hatte die Idee dazu, warum und wieso, wird er uns gleich noch mal ein bisschen erzählen. Was hat Sie hierher getrieben? Was ist Ihr Link zum Thema Kind, Kindheit, Kindererziehung? Sie waren mal ein Kind? Vielleicht denken Sie auch manchmal, oh wie schön war meine Kindheit oder oh wie furchtbar oder oh wie langweilig oder wie aufregend war meine Kindheit. Sie haben vielleicht Kinder, Sie sind vielleicht Großeltern, Sie sind Nachbarn, Freunde, Verwandte. Sie sind vom Fach, Pädagogin, Psychologin, Therapeutin, Ärztin, auch Eltern, denn dann ist man, finde ich, auch vom Fach ein bisschen, man hat zumindest ziemlich viel Expertise. Sie sind neugierig, Sie haben vielleicht Sorgen, Sie haben Fragen, Sie sind irritiert über Entwicklungen, Sie wollen Antworten haben, Sie möchten einordnen können, Sie wünschen sich Entspannung, Sie wünschen sich vielleicht auch Erlösung von etwas, das Sie in diesem Kontext umtreibt. Wir möchten Sie anregen mit unserem Vortragsangebot und vor allem einladen, später mitzudiskutieren, wenn wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, Perspektiven zu erweitern, vielleicht auch mal zu wechseln, etwas aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und natürlich wollen wir Ihnen Fakten liefern und wissenschaftliche Erkenntnisse erläutern. In dieser Reihe wollen wir diskutieren, ob die Pädagogik noch welchen Platz hat und welchen genau. Und ob die Psychotherapie wirklich ein Allheilmittel ist gegen alles, was im Alltagsleben von Kindern durch das Alltagshandeln von Erwachsenen versäumt wird. Ich wünsche Ihnen einen guten, interessanten und anregenden Abend für heute und bitte zunächst Herrn Professor Rösner, die Reihe uns kurz vorzustellen. Herzlich willkommen. Ja, auch von mir herzlich willkommen und Dank an die gute Zusammenarbeit mit dem Hygienemuseum, an die Moderatorin und an den Referenten, nicht nur des heutigen, sondern auch der nächsten Abenden und natürlich bei Ihnen für Ihr Interesse. Ich habe mir diesen Titel über die letzten 1-2 Jahre immer mal durch den Kopf gehen lassen und dachte mir eigentlich nichts Böses dabei, ihn in die Welt zu setzen. Aber als er dann druckreif war und in die Welt hinausgeschickt wurde, gab es dann schon wieder ein paar Rückfragen. Wieso ist denn kein Pädagoge bei den Vorträgen dabei? Was meinen wir denn überhaupt mit Pädagogik? Deswegen wollte ich gleich mal erklären, was ich eigentlich damit gemeint habe und damit Sie so ein bisschen wissen, in welche Richtung es gehen soll. Mir geht es nicht um Pädagogik als Reflexionswissenschaft, Bildungs- und Erziehungszusammenhängen, die da irgendwie erforscht werden, sondern mir geht es eher um eine Handlungswissenschaft, also wie wir Vorschläge machen können, wie Bildungs- und vor allem Erziehungspraxis gestaltet und verbessert werden kann. Das vielleicht mal vorneweg, was ich überhaupt mit Pädagogik meinte und um was es gehen soll. Dann haben mich viele gefragt, warum machen wir denn jetzt wieder eine Reihe? Was motiviert uns, meine Mitarbeiter, das Hygienemuseum, das zu tun? Zuallererst natürlich das überwältigende Interesse bei der letzten Reihe, aber auch heute Abend an den Themen. Da muss ich natürlich sagen, es ist nicht ganz uneigennützig, mir macht es auch immer Spaß, nette Kollegen, Referenten einzuladen und mit denen einen Abend zu verbringen und natürlich auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dann ist es ein bisschen weniger lustig, dass natürlich die Probleme, obwohl ich jetzt fast 10 Jahre die Klinik hier in Dresden leite und wir auch solche Reihen wie diese und andere Veranstaltungen konzipieren, leider trotzdem unaufhaltsam offensichtlich weiter zunehmen. Und es ist natürlich immer gut, auch darüber zu sprechen, zu informieren und vielleicht auch damit in der Öffentlichkeit herzustellen, um mehr Unterstützung zu bekommen, um etwas dagegen tun zu können. Und dann ist es natürlich so, dass wir alle, die in dem Beruf arbeiten, merken, wir fühlen uns auch immer mehr überfordert und können dem Ansturm gar nicht mehr gerecht werden und machen uns natürlich auch ein bisschen Sorgen, nicht nur um unsere Patienten, sondern auch um unsere eigenen Kinder. Und Sie haben ja jetzt auch in den Medien wieder ganz klar mitbekommen, dass es Themen gibt, die offensichtlich viele Menschen umtreiben, aber auch da die Lösung nicht unbedingt einfach zu finden ist und vielleicht auch gar nicht zu finden ist. Dieses Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen, ist auch etwas, was ich mit diesem etwas witzig gemeinten Bild Ihnen zeigen will.
denn manchmal fühlt man sich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie zum einen so ein bisschen wie auf der Toilette, also so ein bisschen in einer Schmuddelecke, die nicht wirklich jemanden interessiert. Und zum anderen ist natürlich so, dass wir mit unserem regionalen Versorgungsauftrag dann zum Einsatz kommen mit unseren stationären Betten, wenn gar nichts mehr geht, aber hinter uns ist niemand. Also das heißt, wir müssen mit unseren Patienten und wollen natürlich auch mit unseren Patienten zurechtkommen. Und insofern ist das auch ein Thema, wo wir denken, wir können vielleicht mit so einer Veranstaltungsreihe dazu beitragen, dass es etwas präventiver oder etwas früher Hilfe gibt. Ich muss ja nachher so ein bisschen die Rolle des Positiven übernehmen, das fällt mir relativ schwer, deswegen nutze ich jetzt auch die paar Einführungsfolien, um Ihnen so ein bisschen zu zeigen, wo der Schuh drückt. Einmal ist es natürlich auch so, dass nicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie alles toll ist und wir das Gefühl haben, wir können jetzt da alles retten oder helfen. Das liegt an den paar Punkten, die ich hier aufgeführt habe. Sie kennen es aus den Medien, Ärztemangel, Personalmangel, auch in anderen Berufsgruppen. Eben diese Anfragen, die immer mehr dazu führen, dass die wenigen räumlichen Kapazitäten überlastet sind, dass wir immer mehr Bürokratie ausfüllen müssen. Es gibt mehr Gesetze, Patientenrechtegesetz, Kinderschutzgesetz und so weiter. Das ist alles richtig, aber das dann auch noch umzusetzen und Patienten zu versorgen, wird natürlich immer schwieriger. Dann sind wir natürlich immer noch ein bisschen traurig, wie wenig wir vorankommen, die Zusammenarbeit mit unserem Partnersystem, habe ich es mal genannt, hinzubekommen. Also da zähle ich dazu Polizei, Schule, Jugendamt und so weiter. Unsere Patienten kommen ja nicht aus dem Nichts zu uns und gehen auch nicht zurück ins Nichts, sondern da braucht es viele Kooperationen. Und ich habe mal eine Zahl mitgebracht, die mich erschreckt, wenn man sie vor allem im Jahresverlauf sich anguckt und die uns sowohl als Steuerzahler, aber natürlich auch als Mitbürger eigentlich umtreiben müsste. Es werden nämlich immer mehr Kinder in Obhut genommen in Deutschland. Die Zahl ist jetzt bei 61.400 angekommen. Und ich frage mich oft, warum wir, wenn wir solche Reihen machen, vielleicht ausgenommen, oft einfach nicht gehört werden und sich für die Themen nicht unbedingt so viel Interesse abzeichnet. Und deswegen habe ich mal ausgerechnet, wie viele Fälle an Obhutnahme ist denn prozentual gesehen das Problem in Deutschland. Und da sehen Sie schon mal 0,0046%. Das ist natürlich immer noch eine sehr, sehr kleine Zahl im Vergleich zu allen anderen Themen, die es mit Kindern und Jugendlichen in Deutschland gibt. Das Thema Kinderschutzgesetz hatte ich schon kurz angerissen, da hat sich viel getan und es gibt natürlich immer mal auch mediale Aufmerksamkeit, wenn was völlig schief gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer diesen schlimmen Fall in Staufen mitbekommen hat. Und was ich sehr schön und sehr positiv fand, ist, dass es danach doch eine gewisse Aufmerksamkeit gab und auch in manchen Medien relativ detailliert und auch, finde ich, klug darüber diskutiert wird, was kann man aus so einem Fall lernen. Und da gab es natürlich das, was wir oft sehen und deswegen ist es sicher auch eine Negativauslese, von der ich immer berichte, wenn ich an die Öffentlichkeit gehe. Aber da hat man schön gesehen, dass eben auch andere Systeme wie Polizei und Gerichte sich schon wünschen würden, dass einfach mehr und schneller passiert. Und dann geht es natürlich auch immer um die Frage der juristischen Verantwortlichkeit und da kommt natürlich oft wenig bei rum, weil natürlich alle sich bemüht haben, aber die Systeme und vor allem die Zusammenarbeit einfach noch nicht so funktioniert haben, wie man sich das vorstellt. Und dann ist immer auch die Frage, wer könnte denn handeln? Die Politik oder die da oben, die sind zum Teil auch sehr bemüht, aber es sind wirklich sehr, sehr dicke Bretter, die wir bohren müssten, um da irgendwas nochmal zu verändern und in andere Richtungen zu leiten. Und was uns dann natürlich auch immer ein bisschen überrascht ist, dass es dann doch auch sehr offene Worte gibt, zum Beispiel, dass Richter zu wenig geschult sind in solchen Themen und dass es durchaus da Bedarf gibt. Die Frage ist natürlich auch immer nach so einem medialen Aufschrei, was davon wird dann wirklich umgesetzt und was mir immer als auch forschender Kinder- und Jugendpsychiater am Herzen liegt, was wird auch evaluiert, ob es wirklich was gebracht hat oder war es nur eine schöne Idee und vielleicht kam sogar das Gegenteil am Ende raus. Was auch ein Thema ist, der Personalmangel ist natürlich nicht nur in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern er ist natürlich auch in den Jugendämtern, Lehrermangel in Sachsen kennen Sie alles. Wir haben natürlich auch zunehmend ein Fachkräfteproblem in vielen Bereichen derer, die mit Kindern und Jugendlichen bei uns zu tun haben und natürlich auch Eltern, die bei Vollbeschäftigung weniger Zeit haben, sich mit ihrem Kind zu beschäftigen und auch das ist sicher eine Diskussion wert. Wie viel Zeit wollen wir unseren Kindern von Erwachsenen, sei es professionell oder privat, denn gönnen? Die Reihe hat sich ein bisschen aufgebaut. Neben diesem Einführungsvortrag
geht es dann beim nächsten Mal um die Frage, wie sieht es denn mit unserem Konsumverhalten aus, das wir natürlich alle kennen, immer billiger, immer mehr, und das ist was eben von zwei Kolleginnen relativ nett beleuchtet werden soll. Ist das was wir irgendwie vielleicht umkehren können? Es gibt ja immer mehr Tendenzen dazu, was zu ändern, aber die Realität ist natürlich trotzdem so, dass wenn man in Container investiert hat, man relativ reich wird, weil der Konsum immer weiter zunimmt. Dann ging es um ein Thema, was natürlich oft auch sehr negativ behaftet ist, weil mit Disziplin und dem Durchsetzen von Disziplin oft Schindluder getrieben wurde, Gewalt, unvorhersehbares, völlig überzogenes, emotionales Bestrafen. Und da geht es natürlich um die Frage, was davon ist vielleicht doch sinnvoll, was unter dem Begriff Disziplin noch zu verstehen ist. Und beim letzten Vortrag geht es um etwas, was wir alle merken, wenn wir vielleicht mal Offline-Urlaub machen und uns auf irgendwas konzentrieren oder vielleicht sogar mal wieder Langeweile aufkommt. Ich weiß gar nicht, wer sich irgendwann mal wieder gelangweilt hat. Und das ist so ein Thema, was natürlich auch ein großes Thema ist, dass wir immer schneller, immer kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben, immer mehr Informationen verarbeiten müssen. Und da gibt es interessante Untersuchungen, welches Land wie schnell ist, und Deutschland ist da immer auf den vordersten Plätzen. Und die Frage ist das vielleicht auch eine Korrelation zum Glücklichsein? Also die Länder, die langsamer sind, haben oft glücklichere Menschen. Das heißt natürlich nicht, dass ich sage, ich will vor 100 oder 200 Jahren gelebt haben. Es gibt vieles, wenn ich beim Arzt bin, was mich freut. Aber das sind so die Themen, die wir als Kinder- und Jugendpsychiater in unseren Kliniken identifiziert haben, die wenig wissenschaftlich fassbar untersucht sind. Und trotzdem wollen wir das, was wir wissen, Ihnen mit auf den Weg geben und mit Ihnen ins Gespräch kommen. Innerhalb der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie machen wir, wie angesprochen, viel auch an Öffentlichkeitsarbeit. Und ich wollte Ihnen einfach mal mitgeben, wenn Sie Interesse haben, wenn Sie Bekannte haben, die heute hier leider nicht mehr reinkamen. Es gibt auch immer wieder Veranstaltungen, wo ähnliche Themen durchaus auch für die Öffentlichkeit zugänglich von uns angeboten werden. Gut, und dann bin ich schon am Ende und freue mich auf den ersten Part des heutigen Abends, der auch fast mein Part sein könnte. Und dann muss ich sozusagen kräftig dagegenhalten. Erstmal vielen Dank bis dahin. Vielen Dank, Herr Professor Rösner. Ja, er kommt gleich nochmal, um auch von seiner fachlichen Seite her einige Sachen zu berichten und Stellung zu nehmen. Ich erkläre Ihnen kurz, wie wir den Abend aufbauen. Wir hören jetzt zwei, sagen wir mal, gehobene Impulsvorträge. Der eine ist von Herrn Dr. Winterhoff und der andere von Professor Rösner. Jeweils ungefähr 20 Minuten. Und anschließend kommen wir hier oben im Podium ins Gespräch zu dritt. Und danach gibt es die Möglichkeit für Sie, Fragen zu stellen. Wie das Prozedere dann genau läuft, werde ich Ihnen nochmal erläutern. Und bevor wir jetzt loslegen, möchte ich Sie bitten, ich habe hier schon wieder so eine Handynachrichten-Bimmeltöne gehört, schauen Sie nochmal eben nach, dass Ihr Mobiltelefon auf lautlos gestellt ist, damit wir insgesamt hier nicht gestört werden. Wir starten mit einem Vortrag von Dr. Michael Winterhoff. Michael Winterhoff, und ich glaube, ganz viele von Ihnen sind seinetwegen heute Abend auch gekommen, ist Mediziner und seit 1988 als Kinder- und Jugendpsychiater niedergelassener Therapeut in Bonn. Er stammt auch aus Bonn. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. Das Wort vom Tyrannen zieht sich durch einige seiner Titel. Das Kind als lustorientierter, leistungsfeindlicher Tyrann anstatt einer Persönlichkeit. Tyrann, der die Eltern ich sag's mal so, unter der Knute hat und Ähnliches. Und das ist eine durchgängige Diagnose, die Sie eine ganze Zeit lang jedenfalls gestellt haben. Sie haben gesagt, die Mehrheit der Kinder in unseren Schulen ist heute solchermaßen, ich nenne es einfach mal so, fehlentwickelt. Ob das wirklich so ist, ob Sie den Blick bis heute auch so haben, das werden wir gleich von Ihnen hören. Heute Abend ist das Thema behütet, verwöhnt oder gefährdet, wie Kinder heute aufwachsen. Und Sie geben einen ersten Einblick, indem Sie auch nachfragen, was Kinderentwicklung heute eigentlich beeinflusst. Wie hat sich die Lebenswirklichkeit von Kindern im Vergleich zu früher vielleicht auch verändert? Was ist der Unterschied und welche Auswirkungen hat das? Ich hoffe, dass wir auch noch mal später dazu kommen, was könnten wir eventuell tun und wo können wir gegensteuern. Wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Herr Dr. Winterhoff. Und bitte wundern Sie sich jetzt nicht, er hat einen Sportunfall gehabt und deswegen humpelt er A, ist B verbunden und sitzt C auf diesem Stuhl und muss seinen Fuß hochlegen. Trotzdem herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Lieber Professor Rössner, herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ich finde, Ihr Thema ist hochspannend. Sie haben mich eingeladen als jemand, der schon über 30 Jahre im Beruf ist, in der Praxis in Bonn arbeitet. Und all die Dinge, die ich Ihnen darstelle, sind aus der Praxis erwachsen. Wir leben in einer Zeit, in der wir unglaublich viel für Kinder tun. Kinder werden enorm gefördert, Eltern tun auch unglaublich viel für ihre Kinder. Und ob all das, was wir machen mit unseren Kindern aufgeht, sehen Sie beim Übergang Schule-Beruf. Und da haben wir eine dramatische Veränderung mit steigender Tendenz. Das heißt, wir haben in Deutschland heute schon die Situation, dass über 50% der Heranwachsenden trotz Schulabschluss, trotz Erziehung nicht herkömmlich arbeitsfähig sind. Schauen sich Praktikanten an, schauen sich Auszubildende. Man nennt das im Erwachsenenalter Soft Skills. Es fehlt ihnen an Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Sie können nicht priorisieren, welcher Reiz ihnen wichtiger ist. Das Handy ist wichtiger als der Kunde, der vor ihnen steht. Und über all das, was sie mal gelernt haben, können sie nicht angemessen verfügen. Ich bin im deutschsprachigen Raum international unterwegs, Einladungen von Industrie und Handwerk, Bundesveranstaltungen, die das wiedergeben. Wenn Sie sich den Erwachsenen anschauen, hat er sich dramatisch verändert. Gehen Sie in eine Stadt, schauen Sie in die Gesichter, gehetzt, genervt, gereizt, depressiv. Und wenn Sie einen haben, der strahlt und entspannt ist, denken Sie schon fast, er hat Drogen genommen. Schauen Sie sich unser Land an, wir sind nicht mehr in der Lage, einen Flughafen zu bauen. Wir können keine Regierung bilden. In einem Land, in dem wir angewiesen sind auf Logistik, gehen Straßen kaputt, Brücken kaputt. Und im Bildungswesen haben wir allen Ernstes jetzt die Schreibschrift abgeschafft, Diktate abgeschafft und stattdessen machen wir sexuelle Aufklärung in der 2. Klasse über alle Praktiken des Erwachsenen in der Vorstellung, dass sie tolerant werden. Zu all diesen Dingen habe ich Antworten gefunden. Sie müssen Folgendes sehen. Wir haben das Glück, die meisten von uns vor 95 groß geworden zu sein. Und damit sind wir groß geworden in einem Land, das es flächendeckend geschafft hat, jedem von uns die gleiche Psyche mitzugeben. Sie und ich haben die gleiche Psyche. Sie sind zu gleichen Leistungen in der Lage. Also wenn ich hier vortrage, ist im Augenblick egal, ob ich Hunger habe, ob ich Durst habe, ob ich müde bin, was ich alles heute erlebt habe, dass ich aufgeregt bin. Alle Impulse, die derzeitig in mir sind, muss meine Psyche zur Seite drängen, damit ich mich auf sie einstellen kann. Das können Sie genauso wie ich, das ist eine hohe Leistung unserer Psyche und wir können noch 100.000 andere Leistungen erbringen. Wir haben eine so gigantische Psyche mitbekommen, dass wir quasi Weltmeister sind. Wir sind umsichtig, weitsichtig, vorausdenkend, kreativ, halten viel aus. All diese Dinge wie selbstverständlich. Und ich kann Ihnen sagen aus meiner Erfahrung, dass bis 95 diese Entwicklung der Kinder wie selbstständig erfolgt ist, wie selbstverständlich. Jedes Kind war mit 3 Jahren kindergartenreif, hat erkannt, ich bin in einem Kindergarten, da ist eine Erzieherin, die hat was zu sagen. 6 Jahre schulreif, die wollten in die Schule gehen, die waren lernwillig, wissbegierig, haben viele Dinge gemacht, zu denen sie keine Lust hatten, üben Hausaufgaben für die Lehrerin und mit 16 Jahren war man selbstverständlich ausbildungsreif. Das hat sich dramatisch verändert. Wenn es um die Frage geht, der Psyche haben wir das große Problem, dass man die nicht sehen kann und das große Problem, dass es kein Röntgen und kein Labor gibt, auch keine Fragebögen oder Tests, die das verwirklichen können, sondern zur Psyche gibt es nur Modelle und derjenige, der das Kind einschätzt, da ist immer die Frage, wie er auch orientiert ist. Und ich bin analytisch tiefenpsychologisch orientiert. Das heißt, die Psychoanalyse hat sich im letzten Jahrhundert mit der Bildung der Psyche befasst, und zwar der emotionalen und sozialen Psyche. Das ist die Psyche, die wir brauchen, um so leben zu können, die alle zwischenmenschlichen Leistungen regelt. Und Freud hatte die geniale Idee, dass Störungen des Erwachsenenalters vielleicht auf die Kindheit zurückzuführen sein könnte. Und deshalb hat man im letzten Jahrhundert über Jahrzehnte wahnsinnig viele Kinder beobachtet und festgestellt, obwohl die Kinder alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Eltern haben, unterschiedliche Anlagen haben, sich in bestimmten Altersstufen gleich verhalten.
Und daraus haben namhafte Psychoanalytiker Modelle entwickelt, wie unsere Psyche entsteht. Und dieses Wissen war bis 1995 nur wichtig natürlich für psychoanalytisch arbeitende Therapeuten, interessant für Pädagogen. Und heute wäre dieses Wissen unabdingbar, um die Problematik zu verstehen und gegenwirken zu können. Und wenn ich Ihnen den Grundsatz dazu aufzeige, ist es so, wenn Sie unsere Psyche nehmen, der eine Bereich ist der psychischer Funktionen, also Frustrationstoleranz zum Beispiel, die Fähigkeit auszuhalten, abzuwarten. Wir können zum Beispiel arbeiten gehen, obwohl die Sonne scheint. Das ist nicht selbstverständlich. Psychische Funktionen wie Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen, Einschätzen eigener Gefühle, Einschätzen der Gefühle der anderen und so weiter und so fort, sind keine Leistungen, die automatisch kommen, sondern nur dann, wenn sie dem Kind altersangemessen abverlangt und eingeübt werden. Und der zweite Teil, der die Problematik noch besser erklärt, ist der des Weltbildes. Das heißt, wir haben uns so weit entwickeln können, dass wir die Vorstellung haben, wir seien Individuen im Rahmen einer Gesellschaft. Es gibt Kulturen mit anderen Weltbildern, also wenn wir uns im arabischen Raum aufhalten, würden wir immer von unserem Weltbild aus argumentieren und die andere Seite auch. Das heißt, wenn die Weltbilder nicht übereinstimmen, ist die Kommunikation gestört. Und da die Weltbilder vieler Heranwachsender anders ist die Kommunikation gestört. Die Frage des Weltbildes hat nur etwas damit zu tun, wie sich mir die Welt darstellt. Und wenn Sie die psychische Entwicklung nehmen, setzt die ein mit der Geburt, mit der Wahrnehmung, außerhalb von mir gibt's noch eine Welt. Ja, der Säugling kann nur wahrnehmen, angenehm, unangenehm, die Mutter kuschelt mit mir, ist angenehm, ich werde gewickelt, ist unangenehm. Und so würde sich das Kind immer weiter entwickeln und der Grundsatz, meine Damen und Herren, ist der: Entwicklungsalter zieht nach sich, wie ich die Welt sehe, und daraus resultiert das Verhalten. Es hat nichts mit Erziehung zu tun, meine Damen und Herren, auch wenn Sie das jetzt verwundern mag. Aber Sie sehen das doch, aus mir ist auch was geworden. Ich bin 55 geboren, ganz anderer Erziehungsstil, negativ autoritär. Viele bekamen noch Schläge zu Hause und in der Schule. Und meine Generation und die Folgegeneration, die es nicht mehr erlebt hat, ist mit zur erfolgreichsten der Welt geworden. Wir sind umsichtig, weitsichtig, vorausdenkend und vieles mehr. Jetzt nochmal zurück zu dem Grundsatz. Ein Fünfjähriger benimmt sich nicht im Restaurant, weil er erzogen ist, sondern weil er wahrnimmt, ich bin in einer fremden Umgebung und da sind Menschen, die möchte ich nicht stören. Ein dreijähriges Kind würde beginnend Aufträge ausführen, nicht aus Gehorsam, aus Erkennen, es ist die Mama, die hat was zu sagen. Mit 4 Jahren wägt man ab, mache ich besser, sonst gibt's Ärger. Und ab 5 führt ein Kind, wenn es entwickelt ist, jeden Auftrag aus. Und übrigens ab 5 ist man schulreif. Das heißt, 95 wollten die Kinder in die Schule gehen. Die waren lernwillig, wissbegierig, haben 4 Stunden auf dem Stuhl sitzen können, eine Lehrerin als solche erkannt und viele Leistungen erbracht, zu denen sie keine Lust hatten, für die Lehrerin. So, und wenn es jetzt um die Frage geht, was ist denn passiert, dass diese Entwicklung nicht mehr stattfindet oder bei immer mehr Kindern nicht mehr stattfindet, zeige ich Ihnen jetzt 4 Stufen heraus, die sich im Rahmen meiner Arbeit herausgestellt haben. Die Ursache, meine Damen und Herren, liegt in dem neuen Zeitalter der Digitalisierung. Nicht, dass ich gegen eine Digitalisierung spreche, wäre ja auch Blödsinn, sondern wir Erwachsenen, es geht immer um uns Erwachsenen. Das heißt, wenn Kinder Probleme haben, liegt es immer an den Erwachsenen. Das heißt, meine Aufgabe ist, das immer rauszuarbeiten. Die Eltern, die zu mir kommen, sind bemüht, die sind engagiert, die machen alles für ihr Kind, trotzdem ist das Kind auffällig, also müssen sie unbewusst Probleme haben, die ihnen nicht bewusst sind, die ich rausarbeiten muss, damit es klappt. Übrigens, diese Probleme lagen früher an der Lebensgeschichte und heute an der Gesellschaft. Das heißt, Sie werden jetzt hören, die Digitalisierung überrollt den Erwachsenen und er überfordert sich und die Auswirkung ist, dass die Kinder sich nicht mehr entwickeln können. Und 4 Stufen, die ich rausgearbeitet habe. Die erste Veränderung ist mir Mitte der 90er begegnet. Was ist Mitte der 90er passiert? Wir mussten, ob wir wollten oder nicht, uns mit der Digitalisierung auseinandersetzen am Arbeitsplatz. Das hat uns sehr viel Zeit gekostet. Und wir haben das Kostbarste, was wir vorher überhaupt errungen haben. Wir hatten immer mehr Zeit für uns in die Digitalisierung gesteckt.
und haben unbewusst die Kindheit abgeschafft. Das heißt, wenn man Kindheit ermöglicht, wie wir sie noch erlebt haben, dann braucht man viel Zeit, viel Ruhe. Kinder muss man viel anleiten, viel begleiten, vieles muss man einüben und man muss Entscheidungen fürs Kind treffen. Und seitdem machen wir in Deutschland Kindern zu kleine Erwachsene. Die Vorstellung herrscht vor, dass man über Reden und begreiflich machen erziehen könnte. Meine Damen und Herren, Psyche sitzt im Gehirn, besteht aus Nervenzellen. Ob Sie eine Sportart erlernen, ob Sie ein Musikinstrument erlernen oder eine Sprache, ist der gleiche Prozess. Und Sie werden niemals Tennis erlernen, indem man es Ihnen erklärt und vorspielt. Das heißt, das Kind wird jetzt nicht mehr als Kind erlebt, sondern als Partner. Und das hat dramatischerweise um die Jahrtausendwende eingezogen in die Pädagogik. Wir haben heute Kindergärten mit Toberaum, Bastraum, Café, die fliegen frei durchs Gelände, können sich aussuchen, was sie machen wollen. Wir haben in einer Grundschule den Lehrer degradiert zum Lernbegleiter. Das Kind soll sich an der Lerntheke selbst bedienen und viele Dinge mehr, die aus dem Irrsinn kommen, dass kein Gespür mehr für Kinder da ist, sondern dass sie als Partner gesehen werden. Die nächste Veränderung für uns war dann das Internet. Wir Erwachsenen suchen auch eine Klarheit, wir suchen ein richtig, ein falsch, wir suchen Orientierung. Und im Internet ist es so, wenn Sie ein Problem haben, kriegen Sie tausende Antworten dazu. Das heißt, der Erwachsene wird durch die Bedienung des Internets orientierungslos. Das Kind ist das schwächste Glied in einer Gesellschaft. Und jetzt dient es unbewusst dem Erwachsenen, das will keiner, was ich darstelle, unbewusst zur Kompensation. So unter Motto, wenn mich da draußen keiner orientiert, soll mich mein Kind orientieren. Ja, früher hätte eine Mutter gesagt, du setzt dich da an den Tisch, malst ein Bild, ich bin nebenan im Gespräch. Dann kam die Frage, was möchtest du denn? Wenn mich da draußen keiner liebt, soll mich wenigstens mein Kind lieben. Und es kommt durch diese sogenannte Projektion, in der viele Erwachsene sind, auch Großeltern, für mich eine Katastrophe geworden. Eine Oma früher hätte dem Enkel das Lieblingsessen gekocht, ihn klar verwöhnt, aber auch gefordert, du wäschst die Hände, du bleibst am Tisch sitzen. Die gibt's auch heute noch. Eine Oma oder Opa, die vom Kind geliebt werden wollen, können dem Enkel nichts mehr abverlangen. Es kommt zu einer Machtumkehr. Der Erwachsene wird jetzt bedürftig und das Kind soll die Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, der Erwachsene rutscht in eine Kinderposition und das Kind in eine Ersatzelternposition. Und damit ist eine Entwicklung über ein Kleinkindalter hinaus nicht möglich, weil kleine Kinder ja erstmal auf die Welt kommen und uns gar nicht erkennen, Räume nicht erkennen und die Vorstellung haben, sie können sowieso alles und jeden steuern und bestimmen. 2003 begegnete mir dann die dramatischste Veränderung, die Verschiebung in der Beziehung, das ist die Symbiose. Die Symbiose betrifft nur Eltern und ist eine Beziehungsstörung unbewusst, die entsteht darüber, dass wir in einer Gesellschaft leben, die nicht mehr positiv zukunftsweisend ist. Deutschland hat keine Vision mehr, ja, Europa auch nicht. Wo wollen wir hin? Und wenn uns Erwachsenen die Perspektive fehlt, die Vision fehlt, fehlen uns Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Und wenn Sie jetzt ein Kind haben, dient das zur unbewussten Kompensation. Dann ist auf einmal das Glück des Kindes mein Glück und damit fühlt man fürs Kind, man denkt fürs Kind, man geht fürs Kind in die Schule. Es kommt quasi zur psychischen Verschmelzung und das Kind wird jetzt, um Ihnen das verbildlichen zu können, zum Arm der Mutter, zum Arm des Vaters. Und damit kommt es zu einer extremen Verschiebung. Das heißt, meinen Arm kann ich steuern, bestimmen, verändern, einen anderen Menschen nicht. Das heißt, sobald jetzt Eltern in der Symbiose sind, setzen die an, ihr Kind steuern, bestimmen, verändern zu wollen, was gar nicht geht. Und dadurch wird der Umgang mit dem Kind immer rigider, immer druckvoller, immer schwieriger. Die Eltern fahren fest. Ich zeige ein Beispiel nur auf. Wenn ich bei mir Eltern habe, sage ich, wenn Sie jetzt entscheiden, aufzustehen und zu gehen, lasse ich Sie gehen. Ich würde noch nicht mal einen Kommentar abgeben, ich würde mich lächerlich machen, ich hätte keinen Erfolg. Wenn Sie aber mein Arm wären, würde ich insistieren, dass Sie da sitzen bleiben. Und das passiert jetzt quasi mit dem Kind und die Eltern selbst können es gar nicht sehen. Die Störung, die aus der Symbiose entsteht, ist die Mensch-System, also wir haben vielleicht noch kurz erklärt, wir haben von der Psyche her zwei Systeme. Wir haben ein System, das bedient alles außerhalb von uns, ein System, das ist nur für innen zuständig. Das Außensystem regelt alles Zwischenmenschliche und ist ein System, das ist rein Bauch gesteuert. Ich gehe mit anderen Menschen um, da denke ich nicht groß nach.
intuitiv, während das Innensystem nur kopfgesteuert ist. Sobald ich was am Körper habe, schlägt's Alarm, sofort kommt die Frage auf, was habe ich falsch gemacht, was kann ich tun, dass mein Körper in Ordnung kommt. Das heißt, die Eltern in der Symbiose checken das selbst nicht, sind im Innensystem, die sind im Kopfsystem. Deshalb suchen die immer nach Gründen für das Verhalten des Kindes. Sie haben Gründe für das Verhalten des Kindes und sie suchen bestenfalls eine Diagnose, eine Therapie, eine Anleitung. Diese Eltern brauchen sonst keine Anleitung, wenn es um Menschen geht. Das heißt, die Fähigkeiten, die sie haben, mit Menschen umzugehen, versagen ihnen nur, weil sie in der Symbiose sind. Und die Folge der Symbiose ist die, wenn mich jemand anspricht, Menschsystem, entscheide ich, ob, wann und wie ich mich zuwende. Meine Entscheidung. Hingegen, wenn ich mich stoße, kommt reflexartig Aua. Das heißt, sobald Eltern in der Symbiose sind, reagieren sie immer aufs Kind bezogen reflexartig. Mama ja, Mama ja, Mama ja. Somit verhält sich diese Mutter oder Vater aus der Sicht des Kindes wie ein Gegenstand, den man immer steuern kann. Und deshalb bleiben alle diese Kinder, was die Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, bei 10 bis 16 Lebensmonate stehen. Also ein Kind in dem Alter würde im Raum an alles drangehen, nicht weil es sich dafür interessiert, sondern weil es darüber sich bestätigt, uns steuern zu können. Es kann auch nicht zwischen Mensch und Gegenstand unterscheiden. Und ich kann im Raum Eltern mit kleinen Kindern nicht mehr beraten, mich stören die Kinder nicht. Sobald sich das Kind bewegt, sobald das Kind was sagt, sind die Außenkontakt raus, im Kind drin. Und wenn ich dann weiterrede, geraten sie unter Druck. Ja, dann klemmen die ihr Kind ein, kommt das Handy raus, Schnulli raus, weil sie mir nicht folgen können. Nur dass Ruhe reinkommt, dass ich dem Windhauch folgen kann. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, wie der eigene Arm, der sich jetzt hier immer bewegen würde und stört. 10 bis 16 Monate. Diese Kinder erkennen Sie daran, dass sie Aufträge grundsätzlich doppelt und dreifach geben müssen. Deckt den Tisch, ja, aber gleich, warum schon wieder ich, die Messe auch, oder decken die Tassen nicht. Das sind Kinder ab 5, die den Erwachsenen immer steuern, sich nicht auf ihn einstellen können und damit die ganzen wichtigen Leistungen, die notwendig wären, auch um überhaupt Bildung aufzunehmen, nicht haben. Das Letzte, was erklärt den Erwachsenen in der heutigen Zeit, ist dann noch die Zunahme durch das Smartphone. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wir viel zu viel Meldungen aufnehmen, viel zu viel Entscheidungen treffen, weit über dem, was wir können. Und der Mensch gerät in den Zustand, als würden Sie an einem Adventssamstag in der übervollen Stadt Weihnachtsgeschenke einkaufen. Ich gebe Ihnen 5 bis 10 Minuten, Sie sind nicht mehr Sie selbst, sondern nur durch Reize bestimmt. Und wenn man das auf Dauer hat, ist klar, warum der Erwachsene nicht mehr über seine Psyche verfügt, warum er nur noch reagiert, warum normalerweise würde man überlegen, dann handeln, nur noch reagiert. Und das erklärt auch, warum die Kinder nicht nur in den Eltern Erwachsene finden, die am Ende sind und nur noch reagieren und schnell nachgeben, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Und das Letzte, was dann noch kam durch die Digitalisierung, dass wir immer mehr Negativnachrichten aus aller Welt empfangen. Wir sind wie live dabei. Unsere Psyche tickt so, wenn eine Negativmeldung reingeht, überprüft sie, betrifft sie mich nicht. Und wenn sie mich betrifft, was kann ich dagegen tun? Kriegen Sie 10 Meldungen gleichzeitig rein, schlagen die durch und der Mensch gerät in den Zustand der diffusen Angst. Und so laufen 80% der Bevölkerung rum, im Katastrophenmodus, nur noch nach außen gerichtet, nur noch überlebend. Sie erkennen es übrigens daran, Sie werden morgens wach, schon rattert der Kopf, muss daran denken, in der einen Situation gedanklich schon in der nächsten, in der übernächsten. Mittwochs macht man sich Gedanken, was man samstags mit dem freien Tag anfängt, Sauna, Joggen und sonst wie. Und Angst gesteuert. Und meine Damen und Herren, unter der Voraussetzung kann sich die emotionale und soziale Psyche nicht bilden, weil die sich nur bilden kann, wenn wir in uns ruhen, über unsere Psyche verfügen und über die Intuition. Es ist angelegt, mit Kindern umzugehen. Und würden wir wieder in diese Position kommen, würden sich unsere Kinder bestens entwickeln wie vor der digitalen Zeit. Vielen herzlichen Dank für diesen Parforce-Ritt, mit dem Sie das aufgeblättert haben. Wunderbar und eine tolle Einstimmung für uns alle.
sehr kämpferisch auch, wie Sie hier auftreten. Das hat mir sehr gefallen. Also man merkt wirklich, wo Ihr Herz auch brennt. Und ich finde, das ist immer eine ganz wichtige Sache, um ja auch überzeugend zu sein. Also herzlichen Dank. Wir sprechen weiter dann auch hoffentlich ein wenig über die Frage, wie finden denn die Erwachsenen zu sich zurück, dass sie wieder zu sich finden, haben Sie gesagt, ist ein wichtiger Aspekt. Den zweiten Vortrag heute Abend hören wir von Professor Dr. Rösner. Er ist ja der Initiator dieser Reihe und über seine Botschaft, die er insgesamt so ein bisschen vermitteln will, hat er schon was gesagt, aber er wird das jetzt nochmal konkret machen. Er ist ebenfalls Mediziner, Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. Er war zunächst leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Göttingen, bevor er 2009 an das hiesige Universitätsklinikum kam und dort der Chef der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde. Insofern unterscheiden sie beide sich, weil Herr Dr. Winterhoff in der Niederlassung, also ambulant arbeitet und Professor Rösner stationär. Sie haben auch Spezialgebiete. Viele der Anwesenden hier aus Sachsen wissen das, dass sie speziell zum Thema ADHS und Tics, Tourette-Syndrom, Zwangsstörungen und auch Autismus arbeiten. Das sind alles Themen und Phänomene, die vor 35 Jahren, als ich zum Beispiel angefangen habe, als Sozialarbeiterin zu arbeiten, noch kaum bekannt waren. Also auch da ist eine unglaubliche Entwicklung passiert. Ob das wirklich so eine Spezialisierung eigentlich erforderlich gemacht hat, ist eine andere Frage, aber auch interessant. Sie haben Schnittstellen in der ambulanten Versorgung mit Jugendämtern. Auch bei Ihnen ist das ja so. Sie haben es im Vorgespräch erzählt. Sie haben einen Verein mit initiiert, der eine stationäre Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung betreibt. Ähnliche Kooperationen jedenfalls haben auch Sie. Insofern sind Sie in vielerlei Dinge sehr ähnlich und manche unserer Zuhörer hier und Gäste wissen sicherlich auch, dass sie regelmäßig veröffentlichen und insbesondere zu Erziehungsfragen und pädagogischen Fragen in der Sächsischen Zeitung, das ist eine regionale Zeitung hier, Fragen stellen und Antworten geben. Ihre tägliche Praxis konfrontiert Sie mit den Themen, die auf der Agenda dieser Veranstaltungsreihe sind und deswegen sind wir sehr neugierig, was Sie sozusagen ergänzen, erweitern und vielleicht auch ein bisschen Kontra geben zu dem, was Herr Dr. Winterhoff gesagt hat. Herzlich willkommen, Professor Rösner. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe mir nämlich überlegt, wie kann ich diesen Vortrag wirklich so zu Ihnen rüberbringen, dass Sie mir es auch glauben und ich authentisch bin. Und dann habe ich gedacht, ich müsste in eine andere Rolle schlüpfen, damit Sie mir glauben, dass die heutige Zeit gut für unsere Kinder ist. Und dann habe ich mir gedacht, es sieht erstmal albern aus, deswegen tue ich sie wieder runter. Und zum Zweiten ist es so, ich habe natürlich auch außerhalb der Klinik Kontakte mit Kindern und Jugendlichen und wenn ich die mir angucke, so schlecht geht es gar nicht mit unseren Kindern und Jugendlichen. Und davon will ich jetzt einfach so ein bisschen als Gegenrede Ihnen zeigen, was es dazu gibt, damit wir nachher nicht nur in Kulturpessimismus verfallen. Wir haben uns als Fachgesellschaft noch vorgenommen, vor jedem Vortrag zu zeigen, woher wir eventuell mögliche Gelder bekommen und in Interessenskonflikte geraten. Ich glaube, zu dem heutigen Thema habe ich gar keinen Interessenskonflikt, zumindest keinen gefühlten. Und mir ist auch immer wichtig zu betonen, dass bei Kinder- und Jugendpsychiatrie sowas wie Vortragshonorare oder sowas mini kleinste Beträge sind im Vergleich zu der großen Forschungsunterstützung, für die ich auch immer dankbar bin. Wir haben ja alle so ein bisschen gehört, wer vor 95 geboren ist, dem geht es richtig gut und alles danach muss eigentlich depressiv durch die Welt laufen, zumindest wenn die erste Gehaltsabrechnung kommt oder der erste Bewährungshelfer bei einem zu Hause klingelt. Da muss man natürlich immer die Frage stellen, war früher wirklich alles besser? Und da kann man natürlich sagen, es gibt vieles, was viel besser wurde. Das ist zum Beispiel die Zahngesundheit, die ich hier mal bei Grundschülern aufgetragen habe. Da sehen Sie aber natürlich schon hinten bei 2015, ich habe ein bisschen gestolpert, weil da steht 2105, also bei 2015 wurden die Zähne schon wieder ein bisschen schlechter. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was wir hier auch als Alarmismus manchmal verteufeln, aber was sich auch in der einen oder anderen Zahl widerspiegelt. Dann haben wir natürlich auch so segensreiche Entwicklungen wie Impfungen, zum Beispiel gegen Kinderlähmung. Da sehen Sie, als die Impfung eingeführt wurde, war das eigentlich kein Thema mehr. Und das sind natürlich Errungenschaften, die wir alle gut finden.
Und was ich auch zu Hause in meiner Familie bei den Diskussionen mit meinen Kindern, aber natürlich auch außerhalb immer wieder erlebe, ist die Frage auch, was ist das reale Risiko und was ist ein gefühltes Risiko? Wir haben ja gerade auch gehört, Alarmismus durch Medien ist natürlich ein Thema. Und da gibt es zum Beispiel die Anzahl der Verkehrstoten, die immer weiter rückläufig ist, obwohl es nicht unbedingt weniger Autos gibt. Das muss man auch immer natürlich in Relation sehen. Und dann habe ich noch andere Zahlen mir mal so in Vorbereitung angeguckt. Verletzte Personen durch Verkehrsunfälle ist weniger geworden. Auch polizeilich erfasste Fälle, bei denen Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Da kann man natürlich auch jetzt sagen, naja, vielleicht wird es auch häufiger gemeldet, aber es ist trotzdem rückläufig. Und eine harte Zahl ist natürlich die polizeilich erfassten Sexualmorde, wo ja viele Eltern Angst davor haben, wenn sie das Kind zum Beispiel alleine zur Schule gehen lassen. Das ist auch eindeutig rückläufig. Auch so Sachen wie regelmäßiger Alkoholkonsum nimmt ab von 1979 bis 2016. Jetzt könnte man natürlich nicht behaupten, die flunkern einfach besser oder haben weniger Hemmungen. Ich würde schon sagen, es ist weniger geworden. Auch Rauchen, wirklich großer Erfolg. Viele, viele leidvolle Patientengeschichten, ist deutlich weniger geworden. Regelmäßiger Cannabiskonsum, genauso wie überhaupt mal Cannabis zu benutzen, ist eigentlich tendenziell weniger geworden. Aber die Lebenszeitprävalenz ist was wir dann, und jetzt bin ich leider wieder auf der negativen Seite, schon sehen, dass wieder angestiegen ist. Eine Studie, die über viele Jahre immer wieder auch Jugendliche untersucht. Die letzte Erhebung war bei 2500 Jugendlichen und da zählt die Shell-Studie eben auch bis zum Alter von 25 Jahren dazu. Und es gibt auch noch 2- bis 3-stündige vertiefende Interviews, leider nur bei 21 Jugendlichen, um dann auch so ein bisschen zu verstehen, haben die jetzt geflunkert, wenn sie was zu rauchen sagen oder nicht. Und die soll eben auch untersuchen, unter welchen politischen und sozialen Bedingungen Jugendliche aufwachsen und wie sie sich dabei eine Persönlichkeit erarbeiten. Und die will auch die Vielfalt abbilden, also es geht auch so ein bisschen um die Frage, wenn die Welt immer individueller wird, wie ist es auch bei den Jugendlichen und wie sie sich eben von vorherigen Generationen unterscheiden. Und ich bringe einfach ein paar Beispiele, die sehr positiv sind und die ich auch an meinen eigenen Kindern bzw. deren Freunden sehe. Also was auch messbar in der Shell-Studie ist, also nicht nur ein subjektiver Eindruck, ist, dass sie sich wieder mehr für gesellschaftspolitische Themen interessieren. Sie wollen sich mehr auch sozial in Gestaltungsprozesse einbringen. Sie wollen zupacken, sind bereit, auch Risiken einzugehen. Also sagen nicht nur zupacken, wenn es gerade mal gut ist, sondern auch, wenn es vielleicht ein eigenes Risiko bedeutet. Und insgesamt hat die Shell-Studie, letzte Ausgabe 2015, gesagt, man kann die Generation, die jetzt groß wird, mal wieder als Generation Aufbruch bezeichnen. Das war in den Studien vorher nicht unbedingt immer der Fall. Auch was vielleicht verwundert, 2/3 legen großen Wert auf Respekt vor Gesetz und Ordnung. Viele wollen fleißig und ehrgeizig sein, haben auch mehr Bereitschaft zu umwelt- und gesundheitsbewussten Verhalten als die vorherigen Generationen. Und was zum Beispiel die Autoindustrie auch mehr spürt, ist, dass materielle Dinge wie Macht oder hoher Lebensstandard eher an Bedeutung verloren haben. Auch bezüglich der Familie merkt man, vielleicht auch, weil es außenrum immer schlimmer wird, keine Ahnung, will es nicht wieder zu negativ darstellen, dass Familie und private Kontakte den Jugendlichen immer wichtiger werden. Und was mich als Kinder- und Jugendpsychiater dann doch ein bisschen erschreckt, ist, dass über 90% sagen, sie haben ein gutes Verhältnis zu ihren eigenen Eltern. Und 3/4 würden ihre eigenen Kinder ungefähr so oder genauso erziehen, wie sie selbst erzogen wurden. Was aber viele noch umtreibt, ist die Sorge um die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. Das ist das, was so ein bisschen auch aufgeploppt ist mit Digitalisierung und ständiger Erreichbarkeit. Und damit nimmt auch ein bisschen der Kinderwunsch ab. Beim Online-Verhalten ist inzwischen bei der Altersgruppe eine Vollversorgung erreicht. Also dass man es irgendwie schafft, dass sein Kind digital frei aufwächst, ist natürlich totaler Quatsch in heutiger Zeit. Mit öffentlichem WLAN und in der Schule und so weiter und so fort. Ähnlich wie auch ältere Erwachsene sind die Kinder am Online natürlich auch misstrauisch, aber das eigene Verhalten sieht natürlich anders aus. Also wenn ich auf dem Bildschirm dann nur ein ganz kleines Feld habe, klicke ich halt doch auf OK oder stimme zu, damit ich überhaupt was sehen kann. Da klafft natürlich wie bei uns oft auch Erwachsenen, Älteren die Schere zwischen dem, was wir eigentlich gut finden und kognitiv verstehen und was wir dann machen, doch ganz schön auseinander. Und was natürlich stimmt, ist, dass die Zeit vor den Geräten pro Woche bis 2015 schon deutlich zugenommen hat und wahrscheinlich in den letzten Jahren noch viel mehr. Was ich auch sehr positiv finde und auch wirklich so erlebe, ist, dass die Zukunft der Gesellschaft inzwischen erstmals wieder positiv gesehen wird und nicht unbedingt so negativ wie in den Generationen davor. Und dass es auch ein gesteigertes Interesse nicht nur an sozialen und Umweltthemen gibt, sondern auch an der Politik, wie kann man was verändern, aber eben nicht unbedingt in Parteien.
Jetzt noch ein paar kurze subjektive Erfahrungswerte. Ich bin auch wirklich beeindruckt, wie viele Patienten, aber auch andere Kinder und Jugendliche die Medien nutzen. Also die sagen, ach, da mache ich mal ein Kamerabild und schicke das, da muss ich mir nichts aufschreiben. Oder ich mache eine Videoschalte, um zu fragen, was ich jetzt hier einkaufen soll. Oder ich habe einen Kalender, der mich auch erinnert. Also da nutzen die wirklich viele Sachen sehr, sehr professionell und manchmal auch viel besser als wir Erwachsene. Dann bin ich immer wieder überrascht, wie die über Beziehungen schon in jungen Jahren Auslandsaufenthalte, Praktika sich organisieren, wo ich sage, da habe ich früher gar nicht gewusst, dass es das Land gibt oder die Firma gibt. Also da muss man sagen, gibt es auch vieles, was deutlich positiver ist für die weitere Entwicklung. Dann gibt es noch das Beispiel Spezialwissen. Natürlich sind wir alle froh, dass es immer mehr Fortschritt gibt, bedeutet aber auch, man muss immer mehr wissen. Und da fühle ich mich selbst manchmal schon alt, wenn meine Kinder zu mir sagen, guck doch mal bei YouTube nach, da gibt es ein Erklärvideo, da verstehst es auch du. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn jemand ein Interesse hat, wie er das in heutiger Zeit relativ schnell und gut ausbauen kann und wirklich auch zu einem Experten in relativ kurzer Zeit wird. Dann habe ich auch das Gefühl, dass die Risikoabschätzung auch durch mehr Informationen viel besser geworden ist. Also Rückgang von Unfällen hat auch was mit Fahrradhelm zu tragen zu tun oder auch Rauchen, was das wirklich für Folgen hat. Und die Komplexität von vielen Themen, die einfach immer größer wird und auch schon immer groß war, wird natürlich durch mehr Informationen für viele Jugendliche auch leichter durchdringbar. Also ich habe oft das Gefühl, wenn es nicht unbedingt um die Frage geht, ob es den Weihnachtsmann oder das Christkind noch gibt, dass viele Kinder schon echt viel wissen und diese Komplexität viel mehr durchdringen, was nur ganz selten, Beispiel Christkind, Weihnachtsmann, vielleicht ein bisschen negativ ist. Und dann gibt es natürlich den berühmten Flynn-Effekt, der in der Zeitschrift Die Welt auch mal besprochen wurde 2015, dass der IQ immer weiter steigt, was mit Ernährung zu tun hat, aber natürlich auch mit Informationen und Erziehung. Und jetzt, oh Gott, ein paar Jahre später in der gleichen Zeitung der Welt steht, der nimmt nicht mehr zu, sondern er nimmt vielleicht sogar ab. Und das ist relativ gut bewiesen, dass er doch plötzlich zwischen 2015 und 2018 irgendwie anfängt abzunehmen. Was auch noch positiv ist, wir hatten vorhin schon das Wort gehört, Weltrekord, also es gibt natürlich auch immer neue Weltrekorde, also können die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen gar nicht so schlecht sein, weil ein paar müssen es zumindest noch schaffen, noch besser zu werden als die Vorgängergeneration. Und was ich schon angesprochen habe, ist einmal diese Mediennutzung bei den neuen Kulturtechniken, was aber natürlich auch sehr positiv zu sehen ist, dass die Kinder und Jugendlichen es schaffen, trotz aller Informationsflut zu lernen, was ist wichtig, was ist unwichtig und kann ich das Handy auch mal weglegen. Also die gehen noch in Sportvereine, die lassen sich noch konfirmieren, die essen noch gern mit der Familie zusammen Abend und legen dabei zum Teil auch das Handy weg. Und dann ist es natürlich auch so, dass es neue Wirtschafts- und Organisationsformen gibt, wie zum Beispiel Stadtteilauto oder was auch immer, die natürlich auch für uns alle eine ganz wichtige Entwicklung sind, bevor der Klimawandel uns dahin rafft. Und da muss man sagen, gibt es sowohl im sozialen als auch im Wirtschaftsleben schon auch tolle Sachen und Entwicklungen, die manches besser machen, als es vielleicht davor war. Jetzt kann ich es doch nicht ganz lassen, auch ein bisschen zu schimpfen und pessimistisch am Schluss zu werden. Und zu sagen, naja, manches ist vielleicht doch nicht so gut und warum sind wir beide als Kinder- und Jugendpsychiater vielleicht doch mehr pessimistisch eingestellt als der eine oder andere. Und da zeige ich immer gern so ein bisschen was noch zur Gen-Umwelt-Interaktion, weil wir natürlich eine Negativauslese sehen. Und die hängt schon damit zusammen, dass bestimmte genetische Voraussetzungen, wenn sie auf bestimmte Umweltfaktoren treffen, schon dazu führen, dass es mehr Kinder und Jugendliche gibt, als es sein müsste. Und da sehen wir eben vieles, wie Konzentrationsspanne nimmt, aber auch die emotionale Passung, also der Zugang zum eigenen Körper, wie erlebe ich mich, wie nehme ich Gefühle wahr, wie nehme ich andere wahr, verändert sich. Und da ist immer so ein bisschen die Frage, woher kommt das? Tendenziell, um es nochmal am IQ festzumachen, ist es so, glücklicherweise strebt die Natur immer zur Mitte. Das heißt, Kinder von Eltern mit einem niedrigen IQ sind eher wieder schlauer und umgekehrt auch. Die Idee, dass wir mit Genetik irgendwie rauskriegen, was muss man bei welchem Kind wann erzieherisch oder psychotherapeutisch tun, ist leider bis heute nicht weitergekommen, weil die Gene, die man mit viel, viel Aufwand bei Hunderttausenden von Leuten identifiziert hat, die führen oft nur zu einer sehr kleinen Aufklärung, also zum Beispiel 2 IQ-Punkten, wenn man diese 13 Gene identifiziert hat. Da zeige ich immer gern das Zitat von einem der Genetiker, den ich gerade zitiert habe, der sagt, mit Erfolg beginnt man am besten früh. Und das ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wann fängt das Training unserer Kinder in heutiger Zeit an und wie lange lassen sie wir lustbetont auswählen oder nicht.
Und dann zeige ich Ihnen noch etwas, was auch eher was mit gesellschaftlichen Veränderungen hat, aber einen ganz schönen Link zur Genetik knüpft. Wer kennt dieses Haus? Will es jemand reinrufen, was das ist? Manche der Jüngeren, nach 1995 Geborenen, kennen es vielleicht schon nicht mehr. Genau, die Schwarzwaldklinik. Warum zeige ich die? Na gut, damals haben mehr Leute geraucht, auch Ärzte haben geraucht, obwohl sie es besser wissen müssten. Das ist natürlich nicht mein Thema, sondern das hier ist mein Thema. Ich habe, als ich auf dieses Bild gestoßen bin, als ich mal wieder in alten Erinnerungen gekramt habe und meinen Kindern von der guten alten Zeit, als es noch die Schwarzwaldklinik gab, erzählt habe, dieses Foto gesehen. Weiß jemand, wen Professor Brinkmann da geheiratet hat? Die Oberschwester. Das ist die richtige Antwort. Und dann bin ich über dieses Bild gestoßen. Da habe ich mir gedacht, ist das jetzt eine Ärztin oder ist das die Oberschwester? Weiß das jemand? Die wurde dann zur Ärztin. Und da sind wir beim eigentlichen Thema, was auch ein bisschen dazu führt, warum sich die Genetik natürlich nicht von Generation zu Generation groß verändert, aber natürlich durch ein soziales Phänomen, dass Ärzte jetzt eher die Ärztin heiraten, schon auch dazu führt, dass diejenigen, die bei uns Patienten sind, natürlich doch aus einer gewissen Schicht stammen, die weniger Durchmischung mit anderen Schichten hat, als es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Und insofern müssen wir natürlich immer überlegen, wenn die Genetik gleich ist, gibt es verschiedene Lebensphasen, das zeige ich immer am Schmetterling, das ist vom Ei über die Raupe, Kokon bis zum Schmetterling immer die gleiche Genetik, aber die wird natürlich unterschiedlich abgeschrieben und zu bestimmten Lebensphasen passiert eben mit der gleichen Genetik was anderes. Das heißt, den Grundbauplan, den geben uns die Eltern mit und da gibt es weniger Durchmischung. Was wir natürlich tun können, und da sind wir nochmal beim Flynn-Effekt, wir werden natürlich auch schlauer, weil wir bessere Ernährung haben, bessere Gesundheitsversorgung. Aber was auch das ist, über was wir heute Abend diskutieren wollen, das sind natürlich die Einflüsse von außen, die auf bestimmte genetische Voraussetzungen treffen und dann ist immer die Frage, wie viel davon kann man ändern. Die Genetik macht nur 2 IQ-Punkte aus. Kann man vielleicht bei anderen Sachen oder dem IQ durch Einflüsse von außen mehr verändern. Und auch nochmal für uns beide als Kinder- und Jugendpsychiater, wir hatten es vorhin auch gleich als Thema, zeige ich immer noch dieses Sprichwort, bei allem Pessimismus kenne ich keinen Kinder- und Jugendpsychiater, der irgendwie ein Nörgler ist oder ein trauriger Mensch. Und das liegt nicht nur daran, weil wir in der Klinik arbeiten, die fast so schön ist wie die Schwarzwaldklinik, sondern einfach, weil die Kinder und Jugendlichen, egal mit welchen Problemen sie kommen, uns auch jeden Tag bereichern. Und dafür will ich auch nochmal Danke sagen und freue mich jetzt auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Herr Professor Rösner. Wir drei wollen uns jetzt ein bisschen unterhalten. Sie können die Mikrofone da zur Hand nehmen. Also ich fange einfach nochmal damit an. Sie haben jetzt die Schaubilder zum Teil nicht gesehen, aber ich denke, sie sind Ihnen sehr wohl bekannt. Und Herr Professor Rösner hat ja so von einer anderen Seite her nochmal aufgezogen, erstmal, was läuft auch gut, was ja auch ganz tröstlich ist zu hören. Und ich fand das auch sehr interessant, wie die Shell-Studie und jetzt auch im Nachklapp ja auch nochmal gesagt hat. Also man kann in vielerlei Hinsicht auch sehr positiv auf die Entwicklung von Kindern schauen. Was Sie beide parallel und gleichzeitig gesagt haben, war dieser, sagen wir mal, die digitale Überwältigung, wie Sie das genannt haben, was über uns gekommen ist, auch so ein bisschen, was so schnell kam, dass man sich überhaupt nicht hinein trainieren konnte. Und da haben Sie auch so den Bruch gesehen, haben gesagt, das ist ein Risikofaktor. Ein Risikofaktor im Leben von Kindern, die digitale Welt. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir da nicht mehr dran zurücksteuern können. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie sollten wir damit gleichwohl umgehen? Und jetzt nicht nur, wir müssen unsere Kinder dazu erziehen, damit gut umzugehen. Weil Sie gesagt haben, es wirkt sich auf die Eltern aus und damit auf die Beziehung zu den Kindern und die Entwicklungsfähigkeit der Kinder. Sie haben gesagt, es ist so in unserem Alltagsleben drin, egal ob Eltern oder Kinder, die Kinder sind auch selbst handelnde Akteure in diesem Bereich. Was wollen wir machen? Ja, Sie haben jetzt mehrere Dinge angesprochen. Also zunächst einmal müssen Sie wissen, dass wir Kinderpsychiater immer befasst sind mit Kindern, die Probleme haben. Das ist unser Blick. Ich bin nicht befasst mit dem, wie man es richtig macht, sondern wenn es falsch gemacht wird, wie man es korrigieren kann.
Von daher ist ja auch klar, ich habe nicht gesagt, dass 100% der Heranwachsenden heute nicht lebenstüchtig sind, nicht arbeitsfähig sind, sondern die Zahlen, die sind ja noch nicht mal von mir, hinweisen, dass über 50% mittlerweile da große Probleme haben. Mit dieser Gruppe bin ich befasst und selbstverständlich haben wir damit noch 50%, die optimal groß geworden sind über eine angemessene Bindung, über angemessene Beziehungen und die eine Persönlichkeitsentwicklung nehmen konnten und die den Reichtum, den auch die neue Zeit mit sich bringt, nutzen können. Aber ich bin eben befasst mit der anderen Seite und wenn die andere Seite, die Zahlen immer größer werden, ist das beängstigend. Und wenn heute ein Staat hingeht und vor Grundschülern kapituliert, indem er die Schreibschrift abschafft und die Rechtschreibung, dann sind wir furchtbar weit gekommen in einen negativen Bereich. Denn Psyche kann sich nur bilden am Gegenüber und auch nur über angemessene Anforderungen. Ich bin weniger befasst mit der Frage, wie weit wirkt sich die Digitalisierung auf die Kinder aus, sondern Sie müssen ja sehen, ich habe mit vernünftigen Eltern zu tun. Und wenn Sie mit denen reden würden, was Sinn macht, ab welchem Alter überhaupt, in welcher Menge, würden die einem Recht geben, aber ihrem eigenen Kind gegenüber können sie es nicht durchsetzen. Es erklärt sich über die Symbiose, das Kind ist mein Arm und wenn das Kind mault, haben die Körper Schmerzen. Das können die Eltern auch berichten. Sobald sie aus der Symbiose raus sind, können sie Nein sagen. Das heißt, wenn ein Gespür dafür da ist, was Kinder brauchen, wird man auch in einer digitalen Zeit alles richtig machen. Also 95, vor der digitalen Zeit sage ich mal, da ging es ja um die Frage Fernseher und damals hatte man ein Gespür, man hat gesagt, unter 5 Jahren nicht, 4, 5 Jahre dann eher Spielfilme, 2, 3 auf der DVD, sodass man die Kinder immer wieder Sequenzen erkennen konnten, kein Zeichentrickfilm, Fernseher stand im Wohnzimmer, man war mehr oder weniger dabei. Und dann gab es eine Kinderstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde, auch wirklich abgestimmt als Kinderstunde. Also damals war ein Gespür dafür da. Und da musste man nicht Erziehungsberater schreiben, das und das an dem und dem Alter. Und wenn das Gespür heute da wäre, würde man auch ganz klar ein Maß haben, ab welchem Alter überhaupt. Es gibt ja dann die Digital Valley, wo die ganz klar sagen, Silicon Valley, ihren Mitarbeitern gebt bitte kleinen Kindern keine Smartphones, gebt denen gar nicht diese Geräte. Also das gibt ja schon Leute, die da sich eindeutig zu äußern, aber es fehlt das Gespür und wenn das Gespür da ist, dann wird es auch fluppen. Das heißt, die Eltern müssten darin ausgebildet werden? Nein. Moment, also, entschuldigen Sie, also müssten eine Handreichung kriegen? Nein. Falscher Ansatz, Entschuldigung. Die Eltern in der Symbiose sind im Körpersystem. Körpersystem, wenn ich was am Körper habe, dann stellt sich sofort die Frage, was liegt vor, was kann ich machen, dass er in Ordnung kommt. Das heißt, beim Körpersystem brauche ich Ratgeber. Da brauche ich Fachleute, die mir sagen, was ich mache. Beim Menschsystem nicht. Menschsystem geht über den Bauch. Und da frage ich doch gar nicht. Ich spüre doch, was richtig ist und falsch ist. Das heißt, hätte man 1990 gesagt, wir machen Kindergarten auf mit Toberaum, Bastelraum, Café, Grundschule mit Lehrer als Lernbegleiter, Thekenunterricht, das hätte einen Aufschrei gegeben im Land, weil alle Leute im Gespür waren und haben gespürt, das ist nichts für Kinder. Heute ist doch keiner mehr im Gespür, deshalb gibt es doch keinen Aufschrei. Ich kann auch was sagen. Also mir fällt immer als Analogie ein, und ich bin es auch oft gefragt worden, es ging ja auch um die Erfindung zum Beispiel des Buchdrucks. Und damals gab es die Gefahr der Lesesucht, dass jemand also Bücher einfach so liest und viel zu lang liest und so weiter. Ich glaube, der große Unterschied und was auch Sie mit Gespür meinen, ist so ein bisschen die Frage, wie man eben mit einer neuen Technik oder Freizeitbeschäftigung oder wie auch immer man es nennen will, auch als Kultur, als Gesellschaft umgeht. Und das haben wir auch aufgrund der exponentiell Geschwindigkeit, mit der sich diese digitale Entwicklung fortsetzt, überhaupt noch nicht in unser tägliches Leben aufgenommen. Also so Sachen wie beim Fernseher, wo das noch einigermaßen geklappt hat und auch noch ein Grundgespür dafür war, das fehlt uns einfach, weil es viel zu schnell vorangeht. Und das ist natürlich die Frage, kann ich das mit einer Handreichung ausgleichen? Natürlich kann ich das nicht ausgleichen, das wird keiner richtig verstehen oder hören wollen. Und da gibt es ja auch viele Untersuchungen über die Macht der Bilder und auch das Interesse an den Bewegungen
bewegten Bildern, da können Sie jetzt nicht irgendwie mit einer Handpuppe kommen und sagen, ja, das lege ich jetzt daneben, Kind wähle, dann wird es immer das flimmernde Ding nehmen. Und das ist so ein bisschen das, was uns auch als Kinder- und Jugendpsychiater zum Beispiel auch an der Abschaffung der Schreibschrift ärgert und wirklich traurig macht, ist, dass so die Idee ist, man kann einem Kind, ich sage jetzt mal in 3 ersten Lebensjahren alles beibringen und danach ist es sozusagen ein digital mündiger Bürger. Viele der Sachen wie Körperbild, wie Selbstwahrnehmung, wie ein Gefühl dafür zu haben, was Beziehungen bedeuten und so weiter, die kann man natürlich jetzt nicht auf Null zurücksetzen und sagen, die dürfen gar nicht mehr Fernsehen und so weiter und so fort, aber wir müssten irgendwie als Gesellschaft und auch Kulturtechnikentwickelnde darauf drängen, dass es bestimmte Entwicklungsphasen noch gibt und vielleicht erst im Alter von 12 bis 14 Jahren Kollegen, die sich mit Mediensucht beschäftigen, sagen, vorher müsste man möglichst kontrolliert mit den neuen Medien umgehen und dann kann man es immer noch ausreichend lernen. Aber das andere, was im Moment verloren geht, wie Körperwahrnehmung und so weiter, was ich alles erzählt habe, das kann man nicht mehr nachholen, das ist einfach weg. So eine gute, behütete Kindheit. Und ich glaube, da müssten wir irgendwie als Erwachsene sagen, wir machen eine Diskussion auf und die wird nicht geführt, sondern auch die Bundesregierung sagt, Bildungsoffensive in den Schulen heißt noch früher, noch mehr digital, was wir da alle verändern könnten und was sozusagen wieder die gesellschaftliche Norm ist. Also Sie würden damit dann schon sagen, letztlich wird ein Stück weit der Verantwortung abgegeben, indem man das alles auf die digitale Seite schiebt und den Kindern, Sie haben ja auch gesagt, also diese Theken-Mentalität, die Kinder können sich überall alles holen. Sie verlieren damit auch die Orientierung eigentlich oder bekommen überhaupt gar nicht erst eine Orientierung, dass sie es lernen. Wie finde ich denn in meiner Welt zurecht? Und letztlich ist meine Frage auch nochmal, führt das dazu, dass Sie wie so eine Schmalspur-Psyche überhaupt nur noch entwickeln? Also dieses, wo Sie sagen, ich bin in meinem Körper drin, ich nehme mich wahr, ich nehme meine Umwelt wahr und sowas, dass Sie das gar nicht mehr können? Wie so ein Monster? Das ist, die bleiben auf einer Stufe von Kleinkindern stehen. Sie können das einfach bei kleinen Kindern auch sehen. Die haben auch kein Gespür für einen anderen. Ja, und wenn sie ganz klein sind, dann drehen sie sich um sich, steuern uns. Und so sind eben heute viele Kinder und Jugendliche auf dieser Stufe stehen geblieben. Das Dramatische ist eben, dass, nochmal, das sind keine bewussten Prozesse, dass wir unbewusst die Kinder in eine Position bringen, so unter Motto, es kommt von alleine. Ja. Die Entwicklung der Psyche hat ja auch bis 95 wie von alleine funktioniert, aber die funktioniert eben nicht von alleine. Und wenn wir nicht über Bindung und Beziehung anbieten, was wir ja immer weniger tun, und wenn wir nicht dramatisch dagegen steuern, also was ich fordere, ist ganz klar, Kindergarten, ganz personenzentriertes Arbeiten, viel kleinere Gruppen. Was ich fordere, ist Grundschule auf... Ich brauche in der Grundschule in den Kernfächern auf 15 Kinder 2 Lehrer oder 1 Lehrer, 1 Erzieher. Dann können die Kinder außerhalb der Familie diese Entwicklung nehmen, die sie in vielen Familien so nicht mehr nehmen können, obwohl die Eltern engagiert sind, aber nicht mitbekommen, dass sie in der Symbiose sind. Und das machen wir sträflich. Wir haben in der Grundschule einen Personalschlüssel von 1 Lehrer auf 25 bis 30 Kinder. Wir haben Ganztagsbetreuung, das machen zum Teil nicht Fachleute. Auch hier haben wir einen Personalschlüssel von 1 zu 25. Und das können Sie immer weiter fortsetzen. Das heißt, für mich vergehen wir uns an unseren Kindern. Und wenn wir Erwachsenen nicht jetzt ganz schnell uns einsetzen, dass wir hier gegensteuern, dass wir ganz dringend Fachleute brauchen, viel mehr Fachleute brauchen, dass wir weggehen von obstrusesten Vorstellungen, das kommt von alleine, sondern dass das Kind die Orientierung wieder am Erwachsenen hat, an Fachleuten hat, was nur mit einem bestimmten Personalschlüssel geht, dann werden wir sie verlieren. Und ich bin kein Kulturpessimist, ich bin ein Optimist. Erstmal sage ich, das, was der Mensch sich heute antut, wird er sich auf Dauer nicht antun, denn das, was wir Menschen brauchen, ist Beziehung, ist ein Bezug zu uns selbst, ein Bezug zur Kultur, zu gutem Essen und ein Bezug zur Natur. Und da kommen wir auch wieder hin, aber es wird noch einige Zeit brauchen und was Professor Rössner eben sagte, teile ich genauso. Wir werden auch dahin kommen, dass wir bewusster werden, was wir Kindern wann an Nahrung geben, also sprich eben wenig digitale Nahrung, wenn die klein sind. Da werden wir hinkommen, aber es geht jetzt darum, dass wir in eine Schieflage geraten, wenn wir nicht rasch gegensteuern. Und was mich ärgert, ist dieses permanente Schönreden,
dieses jetzt auch noch wieder ablenken, wir müssen alles Digitalisierung. Für mich gehört in eine Grundschule keine Digitalisierung rein. Für mich, da ist mir völlig egal, ob ein Lehrer eine digitale Tafel braucht, das interessiert mich nicht. Aber ein Kind muss erstmal die Welt wahrnehmen mit den eigenen Wahrnehmungsorganen. Und optimal wäre eine Schiefertafel, dass man spürt noch, wie der Griffel über die Tafel geht. Ja, und viele andere Dinge mehr. Und wenn es um den Wahn geht, in dem wir sind, zu meinen, wir müssten die Kinder vorbereiten auf ein digitales Zeitalter, das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Wir müssen die Kinder lebenstüchtig machen. Wenn sie so lebenstüchtig sind wie wir, werden sie in jedem Zeitalter klarkommen. Wir kommen in einem digitalen Zeitalter zurecht, obwohl wir gar nicht digital groß geworden sind. Also das ist ein Wahn. Und dann brauche ich natürlich einen Informatikunterricht auf der weiterführenden Schule, dass sie auch den Hintergrund können, aber nicht die Bedienung. Und ich wünsche mir bis zur Oberstufe Schulen wie in Frankreich, und ich wünsche mir einen solchen Präsidenten in Deutschland, der sagt, die Schule ist handyfrei. Die Kinder... Aufgrund dessen, dass viele Eltern heute nicht Nein sagen können, geraten die viel zu früh rein. Sie müssen sich das so vorstellen, ich habe letztens im Hotel ein Paar erlebt, das Kind war noch nicht mal 2 Jahre alt, saß im Kinderstuhl. Es gibt mittlerweile Tablets, die sind riesengroß aus Plastik. Das Kind hing morgens schon beim Frühstück in dem Gerät und die Eltern saßen da hinten und haben gefrühstückt. Die können nicht frühstücken, wenn das Kind mit ihnen im Kontakt ist, weil sie dann immer raus sind. Das heißt also Eltern, da müssen wir einfach von ausgehen, werden die Persönlichkeitsentwicklung, die notwendig ist, um später klarzukommen, aufgrund dessen so in einer großen Zahl nicht mehr leisten können. Wir brauchen hier außerhalb Systeme, heilpädagogische Systeme, die das leisten. Und ich wünsche mir noch einmal außerhalb der Familie handyfreie Zeiten. Es ist doch tragisch, wenn wir Jugendlichen begegnen, die sich noch nicht mal vorstellen können, ohne Handy zu sein. Und wenn das Handy verlegt ist oder geklaut ist oder der Saft ist raus, ja, dann brechen die fast zusammen. Also in was für eine Welt schicken wir unsere Kinder rein? Die sind in einer Parallelwelt, aber nicht in der realen. Ich kann noch eine Anekdote anführen. Unser Ältester hat eine Tasse geschenkt bekommen, heute Stromausfall, WLAN geht nicht. Hab mich mal mit meiner Familie beschäftigt, scheinen ganz nett zu sein. Also was will ich damit sagen? Es gibt natürlich überall das Problem, dass diese Handy oder Tablet oder Laptop oder was auch immer schon eine große Anziehungskraft haben und ähnlich wie wir eben auch bei vielen anderen Diskussionen mit Drogen und so weiter immer wieder gucken müssen, in welcher Verantwortung stehen wir. Es ist ein sehr, sehr schwieriger Kampf, Kinder und Jugendliche in heutiger Zeit weniger digital großzuziehen. Und man verliert diesen Kampf natürlich stellenweise auch. Also wir haben zum Beispiel eine App, ich weiß nicht, wer die kennt, Screentime. Da ist natürlich klar, innerhalb von ein paar Monaten haben meine Söhne rausgekriegt, wie sie die umgehen können. Und da gibt es ganze Foren, wo Kinder sich austauschen. Jetzt muss man halt wieder mit alten Maßnahmen, indem man es eben wegsperrt oder was auch immer macht, ein bisschen dagegenhalten. Und was ich eben auch noch sagen will, es gab kürzlich mal die Frage in meiner Familie, was denn meine Kinder am schönsten finden. Auch die, die mich eben dann immer wieder an den Rand des Wahnsinns treiben, indem sie versuchen, möglichst viel Internetzeit zu kriegen. Und ich war relativ überrascht und bin auch sehr glücklich, dass Sie gesagt haben, die gemeinsame Abendessenszeit. Also ich glaube nicht, dass diese Intuition oder dieses Gefühl völlig weg ist, sondern wir auch als Eltern und Erwachsene werden da unserer Verantwortung oft nicht gerecht und müssten da viel mehr dagegenhalten, indem wir eben die Dinge einsammeln oder eine handyfreie Schule machen. Schon klar, dass diese Regel nicht immer 100% umgesetzt wird und so weiter. Aber ich glaube, die Grundhaltung ist ein bisschen das Problem, wo wir auch die Intuition unserer Kinder nicht wirklich bedienen, sondern ihnen eigentlich mehr helfen müssten. Herr Professor Höpfner, ich sehe das, teile das sehr, was Sie sagen. Ich erlebe das in der Praxis, dass es tiefer angelegt ist. Und die Tiefe für mich liegt darin, die wichtigste Leistung oder die anstrengendste Leistung für unsere Psyche ist die zwischenmenschliche. Ich muss mich ja dauernd abgrenzen, dass ich mich nicht verliere. Und ob ich nun mit Menschen zu tun habe, direkt oder im Internet, Mails aufmache, wie auch immer, ist die gleiche Leistung.
Und unsere Psyche muss regenerieren, die muss sich erholen. Die Erholung über Schlaf reicht nicht aus. Das heißt, die Erholung unserer Psyche geht nur, wenn wir bewusst etwas tun, ich sage immer, wo wir uns mit uns erden, wo wir uns mit uns konfrontieren. Also ich persönlich gehe alle 2 Wochen mindestens 1 bis 2 Stunden mit mir alleine durch den Wald. Das heißt, niemand kann mich erreichen. Ich gehe immer denselben Weg, ich muss auf nichts achten, ich habe keinen Input, keinen Output und ich schweige. Und das führt zur Regeneration der Psyche. Das führt dazu, dass man wieder in sich ruht, dass man abgegrenzt ist, über seine Psyche verfügt und damit auch über die Intuition. Das heißt, vor der digitalen Zeit hatten wir so viel Zeit, dass wir automatisch Dinge gemacht haben, die unsere Psyche regeneriert hat. Heute müssen wir ein Bewusstsein schaffen und das fängt ja an in unserer Gesellschaft mit der Achtsamkeitswelle. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen, dass jeder von uns aufgerufen ist, Vergleichbares zu tun, ob ich Yoga mache, meditiere, mich in eine Kirche setze, durch den Wald gehe. Und dann hätten wir wieder dieselbe Lebensqualität wie vor der digitalen Zeit. Dann sind wir nicht mehr in der Situation, dass wir reagieren, sondern wir agieren. Das heißt, wir bestimmen, ob wir ans Gerät gehen, wann wir ans Gerät gehen, ob wir überhaupt eins brauchen. Und dann bin ich ganz optimistisch, als Kinderpsychiater wird auch die Persönlichkeitsentwicklung funktionieren. Und wir werden viele Dinge, die wir auch heute im pädagogischen Bereich eingeführt haben. Und meine Damen und Herren, ich musste erschreckenderweise, weil ich wieder an einem Buch bin, ich wollte keins mehr schreiben, schon lange nicht mehr, ich wollte im Ursprung nie eins schreiben, aber ich halte es einfach nicht aus. Man sehen muss, dass viele Veränderungen im pädagogischen Bereich gar nicht von den Pädagogen kommen, sondern von einer OECD, von Leuten von oben, was politisch durchgedrückt wird. Aber wenn wir ein Gespür wieder für uns haben, haben wir auch ein Gespür wieder für die Kinder. Und dann wird es einen Aufschrei geben, einen Aufruhr geben, dass wir sagen, so geht das nicht und so machen wir das nicht mit. Die Politik wird nur reagieren, wenn wir aufschreien. Wenn aber Ruhe ist, wird immer weiter in die falsche Richtung agiert. Also ich kann nur sagen, der entscheidende Punkt, das sehe ich bei meinen Patienten, wie enorm sie verändert sind. Die schicke ich 5-mal in den Wald, einmal 4 bis 5 Stunden, das ist ganz brutal, 4-mal 2 bis 3 Stunden. Und diese Eltern sind auf einmal in der Lage, abgegrenzt zu sein. Sie können Nein sagen, sie haben ein Gespür für das, was die Kinder brauchen. Und dann kann man die Kinder nachentwickeln lassen. Also es ist möglich und es wäre auch möglich, das außerhalb der Familien zu leisten. Das kann ich mit dem sagen, was ich jeden Tag tue. Ich würde noch eines... Ich würde noch eine Sache ergänzen, die so ein bisschen zu dem Kaffeetassenspruch vorhin passt. Es ist nicht nur die Digitalisierung, die was verändert hat. Wir sehen auch viele Familien, die eher in unserer Konsumgesellschaft und Eventkultur verhaftet sind. Manchmal muss man in der Psychotherapie gar nicht viel verordnen, außer es gibt mal wieder ein längeres 4-Augen-Gespräch, gerne bei einem Spaziergang im Wald. Dann sagen die, oh, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Alleine geredet, wir waren eigentlich immer zu 4 oder zu 5 und es gab eigentlich immer ein Ziel, wo wir hingefahren sind, wo wir was getan haben und wieder weggefahren sind. Dass man sozusagen unter 4 Augen sich austauscht, auch zwischenmenschlich eine Bindung testet, wieder zurechtrückt. Sowas geht auch ein bisschen verloren neben der Digitalisierung. Und das ist so ein bisschen auch das Thema, was wir eben mit diesem Konsumthema und der Beschleunigung in den anderen Vorträgen auch nochmal beleuchten wollten. Das ist ja eher ein Appell erstmal auch an Erwachsene, an Eltern, also sich auch einander wieder zuzuwenden mehr, wo sie mehr so parallel als so miteinander zu laufen. Ich fand Ihren Hinweis sehr wichtig, auch nochmal dieses, ich muss mich auch mit mir selber beschäftigen, mich mit mir selber konfrontieren auch. Vielleicht auch mal mich mir selber aussetzen. Ja, aber nicht beschäftigen in der Weise, dass ich mich hinsetze und ein Buch lese. Das hilft nicht. Nee. Also wirklich mit mir konfrontiere. Also ich habe Eltern, die machen viel mit sich alleine, lesen Bücher, also sie konsumieren die quasi Panik, immer wenn sie wieder. das Gefühl haben, es aber ist nichts ja, passiert. Die Psyche ja gar ist immer nichts. hochgedreht und die sind quasi immer on. Und hier geht es einfach darum, eine Möglichkeit zu finden, wo ich nicht mehr on bin. Ja, also eine Kollegin von mir hat mal diesen Satz geprägt, wenn ich immer so viel mit Leuten zusammen bin, und das sind wir ja in der sozialen Arbeit, ich nehme alle Kollegen und Kolleginnen, ob sie Pädagogen, Lehrer, Sozialarbeiter, Psychiater, was auch immer sind, wir müssen sehr viel Beziehungsarbeit machen, Sie beide
auch. Das ist ein wesentliches Instrument, was wir haben. Und uns geht es schnell auch mal so, dass wir übermenscht sind. Also nicht nur von Kollegen, nicht nur von Fällen, sondern auch von Menschen, die uns umgeben. Und ich denke, sich da wieder rauszuziehen und sich auch nochmal zu gestehen, und jetzt bin ich überdigitalisiert, um jetzt mal Ihre Theorie aufzunehmen und sagen, auch da muss ich mich rausnehmen und brauche das. Also diese Sehnsucht danach auch zu spüren, das ist vielleicht auch erstmal ein ganz wichtiger Punkt, und damit kommen wir auf die körperliche Seite, denn wenn ich nicht in mir drin bin, dann spüre ich mich auch nicht. Sie sind herzlich eingeladen, jetzt Ihre Fragen zu stellen, einen Beitrag zu leisten, vielleicht auch eine Erfahrung zu berichten. Wir haben hier 2 Mikrofone. Wenn Sie sich da anstellen, dann werden Sie nach und nach drangenommen. Die beiden Diskutanten, die beiden Vortragenden beantworten Ihnen gerne oder gehen mit Ihnen ins Gespräch. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ich möchte Sie herzlich bitten, allgemeine Fragen zu stellen, bitte keine Einzelfälle, Praxisfragen stellen oder sowas, das geht hier nicht, weil wir hier auch den Schutz von Persönlichkeiten wahren müssen, und da bitte ich Sie, darauf Rücksicht zu nehmen, sondern wirklich allgemeinere Fragen zu stellen, Ihre Erfahrungen vielleicht auch zu berichten. Ich denke, viele von Ihnen sind Lehrer, Erzieher, Erzieherinnen, und viele von Ihnen haben schon Beifall geklatscht bei manchen Beiträgen, also da drängt sicherlich auch was. Bitte, herzliche Einladung, sich hiermit zu beteiligen. Sie müssen schon ans Mikrofon gehen, anders kriegen wir das nicht kanalisiert. Ich möchte Sie trotzdem bitten, gehen Sie ans Mikrofon, und jetzt kommt die erste Frage. Muss ich noch irgendwas einschalten? Nein, gut. Ich bin Ergotherapeutin seit ein paar Jahren und ich versuche auf den Punkt zu kommen. Wir haben also auch viele Kinder, die, sage ich mal, kleinere Probleme haben, wo wir Therapeuten manchmal auch denken, Mensch, wenn die Eltern sich mal am Wochenende hinsetzen würden, mit den Kindern mal einen Spieleabend machen würden, anstatt die vor den Fernseher zu parken, würden viele Probleme behoben werden, gerade weil Sie das vorhin auch angesprochen haben mit der Griffeltafel. Ne? Also viele Kinder haben ja Schwierigkeiten mit der Feinmotorik, mit der Eigenwahrnehmung und so weiter. Das kann ich also als Therapeutin auch immer bestätigen. Ich denke auch, wie Sie, viele Probleme würden erledigt werden, wenn die Kinder sich mehr bewegen könnten und nicht eben mit den Medien konfrontiert würden. Das Problem ist allerdings oft, dass wenn die Mütter überhaupt Zeit finden, ihre Kinder in die Praxis zu bringen, die Väter auch viel unterwegs sind. Das heißt, ich kann auch oft nachvollziehen, dass die Eltern diese Medien nutzen, um die Kinder wirklich mal bewusst zu parken, weil sie keine Zeit haben, weil die Mutter voll arbeiten geht, weil der Vater auf Montage ist oder wie auch immer. Wenn die inzwischen 2, 3, 4 Kinder haben, die kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Beide müssen arbeiten, weil das Geld nicht reicht. In Hort können sie nie länger schicken, oder ich meine, die sind dann meistens froh, dass in die Ergotherapie kommen können, dass die Kinder 1 Stunde betreut sind, vielleicht auch wirklich was lernen. Viele Eltern sagen, wir haben die Zeit einfach nicht am Wochenende. Ich weiß jetzt nicht, wie realistisch das ist, aber das ist oft das Problem, mit dem wir konfrontiert werden. Also wir stellen uns das so einfach vor als Therapeuten, machen Sie doch mal das und das mit dem Kind, aber die Eltern sagen, wir packen es nicht. Das Geld reicht nie für einen Kurs, das Geld reicht nie fürs Reiten oder was weiß ich. Okay, danke. Was können Sie dazu sagen? Ja. Also man muss natürlich immer sagen, es ist immer eine Priorisierung im Leben, was einem wichtiger ist. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber es ist natürlich immer die Frage, müssen beide Vollzeit berufstätig sein? Das sind natürlich finanzielle Zwänge, und wenn ich die nicht erfülle, diese Berufstätigkeit, dann kann ich halt statt 2-mal im Jahr vielleicht nur einmal in Urlaub fahren oder statt einmal gar nicht. Das haben wir oft auch bei der Frage, wenn Patienten wirklich krank sind, muss der Patient noch in der Klinik bleiben oder in Urlaub fahren? Viele Eltern entscheiden sich gegen den Rat, den wir aussprechen, dafür in Urlaub zu fahren und gehen ein hohes Risiko. Also ich sehe da schon die Not, die auch durch die Konsumgesellschaft gemacht wird, durch gewisse Ansprüche, die auch in den Kindern wachsen. Also zum Beispiel meine Kinder haben kürzlich mal gefragt, als wir gesagt haben, wir übernachten eine Nacht im Hotel, gibt es da einen Pool? Da dachte ich schon, oh Gott, was ist mit meinen Kindern los? Also es gibt schon eine Verwöhnung und ein gewisses Anspruchsdenken, wo man dann auch priorisieren müsste, was ist mir wichtig. Und natürlich gibt es Diskussionen auch, wenn man sagt, ja, früher haben die Eltern aber einen Betrieb gehabt und mussten rund um die Uhr arbeiten. Das ist nicht wie heute, dass man als Arbeitnehmer und so weiter und so fort. Es gab natürlich damals auch viel mehr Möglichkeiten, dass Kinder digitalfrei untereinander mit ihrer Langeweile zurechtkommen müssen und miteinander spielen.
Warum das in vielen Wohngegenden auch ausstirbt, hat sicher viele unterschiedliche Gründe, aber das sind, glaube ich, zwei Entwicklungen, wo man sagen muss, immer mehr Konsum, immer mehr Lebensstandard, heißt auch mehr Arbeiten, da müssen sich Eltern Gedanken machen und auch, wo wohne ich und gibt es da Kinder oder Gleichgesinnte, die sowas ausgleichen können. Ja. Sie sind ja groß geworden in einem Handwerkerhaushalt und haben, wie ich in einem Radiointerview von Ihnen gehört habe, Sie haben selber auch erlebt, dass Ihre Eltern eigentlich immer gearbeitet haben oder viel gearbeitet haben und Sie so wie organisch da auch mit dabei waren und den Sonntagskuchen zum Teil mit hergestellt haben und solche Sachen. Also es ist sehr wohl möglich, mit arbeitenden Eltern zusammen zu sein, wenn man zum Beispiel in so einer besonderen Situation ist. Ich habe aber auch noch was anderes gehört bei dem Beitrag von der Kollegin eben, dass Sie so gesagt haben, die Mutter hat gesagt, ich habe am Wochenende keine Zeit und wie Sie das ausgesprochen haben, das klang so wie, ich habe eigentlich keine Kraft. Also mir fehlt die Kraft, die Energie, mich überhaupt noch meinen Kindern zuzuwenden. Und das, finde ich, ist eine unendlich traurige und katastrophale Aussage auch. So geht es aber vielen Menschen im Land. Viele Menschen fühlen sich fremdbestimmt. Es liegt am Arbeitgeber, es liegt an der Familie, fühlen sich überfordert und sind an der Grenze dessen, was sie überhaupt leisten können. Und ich kann Ihnen nur sagen, vor vielen, vielen Jahren war ich selbst im Katastrophenmodus, habe das natürlich selbst nicht so eingeschätzt und habe das zurückgeführt auf die Arbeit in der Praxis. Und da ich ja in vielen Heimen arbeite, war ein Angebot, eine Woche Exerzitien am Mont Blanc Massiv. Und da ich die Gletscher liebe, habe ich gedacht, komm, du gönnst dir jetzt mal eine Woche. Wusste aber gar nicht, was auf mich zukam. Es war ein französisches Kloster, eine Woche Schweigen. Ich bin auch am 3. Tag abgestiegen ins Tal, habe mir Kaffee und Kuchen bestellt, um wieder reden zu können. Bin aber ins Kloster zurück und kam nach Hause, kaum war ich drin, sagte meine Tochter, 13-jährig, Mama, den Papa schicken wir jetzt öfter ins Kloster. Und so war ich ein Dreivierteljahr so, wie ich früher war, und dann fing das wieder mit der Unruhe an. Und das ist letztendlich zu erklären, einmal, wie viel Eigenbelastung man hat in der digitalen Zeit, und das andere ist, das Phänomen überträgt sich von Mensch zu Mensch. Wenn Sie in einer Gesellschaft leben, in der der Erwachsene in sich ruht, Nepal, überträgt sich die Ruhe und hier die Unruhe. Wenn Sie mal 14 Tage aus Deutschland raus waren, kommen hier rein, dann denken Sie, Sie sind in der Irrenanstalt. Alle auf Speed. So, und ich kann nur sagen, aus dieser Erfahrung heraus, auch diese Mutter, das ist sehr typisch und das haben Sie schön gesagt, das kam aus Ihnen raus, die ist am Ende. Und dann ist doch klar, wenn ich am Ende bin, kann ich auch nicht mehr Nein sagen, bin ich froh, wenn mal Ruhe ist, und dann kann ich auch nicht mehr am Wochenende rausgehen, dann kommt ja nochmal eine Anforderung. Und was Sie gesagt haben, dann kann man auch nicht mehr priorisieren, nicht mehr wissen, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben. Da kann ich nur sagen, würden Sie die Frau, das ist aber wahnsinnig schwer, einmal 5 Stunden in den Wald kriegen, ist die verändert. Denn im Wald haben Sie keine Ablenkung. Die Bäume ziehen an einem vorüber, das ist wie Meditation, als würden Sie in einem Boot sitzen und das Wasser fließt vorbei. Man muss natürlich so gehen, dass man uneingeschränkt geht, dass man nicht rast, dass man keinen Hund mitnimmt, Handy ausschaltet, was zu essen, zu trinken mitnimmt, also so, dass man keine Einschränkung hat, geht vor sich hin. Und ich garantiere Ihnen, meine Damen und Herren, auch wenn nur 5 Leute aus diesem Raum es wagen werden, nach 2 bis 3 Stunden verändert sich Ihr Zustand eklatant. Von jetzt auf gleich, kein Druck mehr, keine Gedanken mehr, Sie ruhen in sich, Sie sind entspannt, Sie sind nicht mehr im Tunnelblick, Sie nehmen den Wald insgesamt wahr und Sie haben Glücksgefühle. Jetzt sind Sie so, wie wir 2000 noch waren, und wenn Sie weitergehen, werden Sie sehen, Probleme, die Sie hatten, haben Sie nicht mehr, und Probleme, die Sie real haben, zu denen gewinnen Sie eine Distanz und die können Sie ganz anders betrachten, und dann könnte man auch auf einmal auf die Idee kommen, was ist dir eigentlich wichtig im Leben? Und du hast die Chance, gesunde Kinder zu haben, die sich eigentlich gut entwickeln. Und das ist doch eigentlich das größte Glück, was ich haben kann. Und ich sehe auf einmal es als eine Aufgabe an, diese Kinder in einer sehr schwierigen Zeit diesbezüglich groß werden zu lassen. Und da sind viele andere Dinge auf einmal nicht mehr wichtig. Ja, und
ich habe eine ganz andere Lebensqualität. Also es kommt, wenn man wieder zu sich kommt. Wenn man aber nicht zu sich kommt, bleibt man in dem Zustand der Überforderung und das ist dramatisch für die Kinder. Was brauchen Kinder zur Entwicklung? Ein Erwachsener, der in sich ruht. Die Ruhe der Mutter überträgt sich aufs Kind und umgekehrt. Und da in dem Zustand sind immer weniger Eltern, deshalb haben wir Frühprobleme, Schreibkinder, Ernährungsprobleme, Schlafprobleme und. Und für viele Kinder fängt der Stress morgens beim Aufwachen an. Dann muss es zack, 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 alles getimed gehen. Also meine Damen und Herren, so kann sich Psyche nicht bilden. Übertragen Sie es auf Tennis, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Tennistrainer, der immer auf Speed ist und immer Druck macht. Da geht man nicht mehr hin. Kinder können uns aber nicht austauschen, Kinder sind uns ausgeliefert und Kinder werden unter 8 Jahren immer auf Druck kontraproduktiv reagieren, sobald sie Druck haben, sobald sie Druck machen, machen die dicht oder flippen. Und das ist dann ein dramatischer Zustand, dann fühlt sich die Mutter noch mehr überfordert und das ist dann eine Schleife und endet möglicherweise im Burnout. Jetzt sind Sie dran. Ich würde gerne noch mal zu diesem Thema Digitalisierung 2 Fragen zu meinem Selbstverständnis stellen. Und zwar die erste, ich habe mal gelernt, der alte Leontjew, die Psychologen hier im Raum wissen es vielleicht, da gab es mal einen alten Psychologen, einen Russen, der hat gelernt und gesagt, im Begreifen entwickelt sich das Kind. Und das heißt im Tun, im aktiven Umgehen mit den Gegenständen, auch im Miteinander mit Erwachsenen. Und das ist doch, frage ich jetzt, sicherlich auch ein Minus, was Digitalisierung nicht leisten kann, die erste Frage. Und die zweite Frage ist, mir geht es in dieser heutigen Zeit, die so widersprüchlich und auch gewalttätig ist, um die normalen Werte und Normen im Miteinander. Und ich habe gelernt, der Mensch ist ein biopsychosoziales Wesen. Und vor dem Hintergrund frage ich mich, was hat die Digitalisierung zu leisten in der Übertragung sozialer Normen und Werte? Fairness, Helfen, Gerechtigkeit, Unterstützung. Und das ist für mich, weiß ich nicht, ob ich richtig liege, ich wollte mich einfach verorten, ob das stimmt, dass das eben auch 2 Defizite sind, was der menschlichen Entwicklung gerade bei diesem starken Einfluss von Digitalisierung nicht gut tut. Danke. Nein, hier ist ein großes Missverständnis. Digitalisierung ist nur eine Technik. Mehr ist Digitalisierung nicht. Und Digitalisierung kann uns Menschen nicht ersetzen. Zwischenmenschliches geht nur über Bindung, über Beziehung. Es geht hier nicht darum, dass die Digitalisierung das ersetzen könnte, sondern es geht darum, dass der Erwachsene, weil er überrollt ist mit der Digitalisierung, im Augenblick nicht mehr er selbst ist und damit auch diese Dinge nicht mehr leisten kann, die die Kinder brauchen. Aber eine Technik ist nie ein Ersatz für Bildung von Psyche, für zwischenmenschliche Leistung, Werteentwicklung und. Die Werteentwicklung kommt automatisch, wenn Kinder in einer Orientierung groß werden, nicht auf sich gestellt sind. Und dann müssen viele soziale Leistungen einüben und so werden die immer weiter, erlangt das Kind eine Sicherheit in meiner emotionalen Reaktion. Hast du gut gemacht, will ich nicht haben. Deshalb das, was wir heute in Grundschulen haben, dass Kinder schon Verträge machen, wenn sie sich daneben benehmen, haben sie einen Vertrag gebrochen. Oder das Ampelsystem, jetzt gelb, jetzt rot, das ersetzt alles nicht das, was die Kinder brauchen. Die brauchen einen Lehrer, der reagiert, der das Kind auf sich bezieht, der sagt, hast du gut gemacht oder will ich nicht haben. Das schafft die Orientierung und durch die Kopflosigkeit, in die wir geraten, durch die Überforderung der Digitalisierung leisten viele es nicht mehr. Das ist das Problem. Ich würde gerne, weil ich fürs Positive zuständig bin, sagen, es gibt einen positiven Aspekt. Also es gibt natürlich in allen zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem, wenn sie in Gemeinschaft gelebt werden, immer die Gefahr, sich zu radikalisieren und irgendwie eine komische Norm einzuführen. Da hilft natürlich die digitale Welt dadurch, dass Wissen überall verfügbar ist und auch aktiv durch Vorbilder in den Medien gezeigt wird, was vielleicht die Norm ist, schon ein bisschen solche Auswüchse zu verhindern oder weniger oft entstehen zu lassen und zum anderen, wenn man natürlich als ausgeliefertes Kind in der kasachischen Wüste zumindest Internet hat, kann man auch eher Hilfe holen. Also da gibt es schon auch interessante Untersuchungen, dass solche Abweichungen weniger werden, wenn mehr Wissen zum Beispiel durch Wikipedia zur Verfügung gestellt wird. Das ist was Positives, was aber nicht unbedingt jetzt natürlich einen persönlichen Kontakt ersetzt. Mhm.
Wissen ersetzt nicht Verhalten und Digitalisierung kann nicht so direkt, würde ich auch mal sagen, diese Grundwerte, von denen Sie gesprochen haben, Verantwortungsbewusstsein, Respekt, Höflichkeit und so weiter vermitteln. Jetzt am hinteren Mikrofon. Ja, danke. Mich reizt das Thema Lerntheke ein bisschen zur Gegenrede, denn ich kann sicher bis 95 mitgehen, aber wenn man jetzt weiß oder Studien belegen, dass 7-jährige Kinder einen Entwicklungsunterschied von 3 Jahren haben, sich das Ganze in der Oberschule dann potenziert und Professor Struck können Sie eben mal erklären, was Sie damit meinen? 7-Jährige haben einen Entwicklungsunterschied von 3 Jahren Ja, ein Entwicklungsalterunterschied. Also wenn Sie in der 1. Klasse 7-jährige Kinder haben, haben die einen Entwicklungsunterschied von 3 Jahren. Und ich denke, da kann man natürlich nicht mit denselben Mitteln homogen da im Gleichschritt irgendwas bewirken. Und dann gibt es ja auch noch Untersuchungen, Professor Struck in Hamburg, der sagt, in 45 Minuten lernt das Kind 5 Minuten was, wenn Sie Glück haben, 2 Minuten von Ihnen. Ich denke, darüber muss man sich Gedanken machen, was möglicherweise heute anders läuft. Das ist jetzt nur ein Stück meine Gegenrede. Also es ist lieb, dass Sie das Thema ansprechen. Ja. Also erstmal, ich möchte gar nicht in Schulen reinregieren und ich befasse mich auch nicht mit Pädagogik, ich befasse mich auch nicht mit Unterrichtsmethoden und die offene Sequenz, die man heute hat, hat in einer gewissen Weise ihre Berechtigung, aber bitte, meine Damen und Herren, bei 1:7, wie ich es gerade in Bozen erlebt habe, oder 2 Lehrer auf 15 Kinder, dann kann ich in einer offenen Sequenz auch rumgehen und mich mit dem Kind befassen. Was Sie darstellen, ist Folgendes. Wir haben in Deutschland die Kinder seziert. Wir gucken in der Schule nur noch nach Lernen und Lernergebnis. Aber wir gucken nicht mehr ganzheitlich. Und ganzheitliches Denken bedeutet, dass die Schule in der Vergangenheit, die noch ganzheitlich gedacht hat, die Kinder entwickelt hat, mit dazu beigetragen hat, dass sie eine Psyche entwickeln. Und das müssen wir heute viel mehr im Vordergrund sehen. Und dann müssen Sie sehen, wie bildet sich denn die Psyche? Und der entscheidende Faktor für die Bildung der Psyche ist, dass ich eine Ruhe drin habe, dass ich gleiche Abläufe habe, das gibt Halt und Sicherheit. Und der entscheidende Faktor zur Bildung der Psyche ist, dass ich anleite und begleite. Jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Das heißt, wenn ich ein kleines Kind begleite im Anziehen, geht es nie darum, dem Kind beizubringen, sich anzuziehen. Sie bilden Psyche. Warum ist das so? Psyche sitzt im Gehirn, besteht aus Nervenzellen. Nervenzellen können nur 2 Dinge, kenne ich nicht, duales System. Und die brauchen ein Futter, um sich an der Basis zu vernetzen. Wir reden von zwischenmenschlichen Leistungen. Das geht nur an mir, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Und damit bildet sich die Psyche. Wenn Eltern zu mir kommen mit Kindern, selbst im Jugendalter, die den Reifegrad von nur 10 bis 16 Monaten haben, die sie daran erkennen, dass sie dauernd gesteuert werden, können diese Eltern mit 5 Beratungsgesprächen ihre Symbiose lösen und danach bekommen sie Instruktionen der Nachreifung und dieses Kind hat innerhalb von 1,5 Jahren den Reifegrad seines Alters und ein ganz wichtiges Element ist die Anleitung und Begleitung. Und wenn ich jetzt Schule so ausstatte, dass ich einen hohen Personalschlüssel habe, dass ich unter dem Aspekt arbeite, nicht mehr gucke nach Lernergebnis, sondern nach Entwicklungsergebnis und baue hier ganz viele Sequenzen ein, wo ich die Kinder anleite und begleite. Das würde keinem Kind, selbst dem entwickelten Kind, nicht schaden. Dann hätten alle Kinder wieder eine Chance, sich zu entwickeln auf den Stand 5 Jahre. Damit wären sie offen für die Schule, lernbereit, lernwillig und dann können sie bilden, wie sie es für richtig halten. Darf ich nur ganz kurz nachhaken? Ja, es gibt aber auch ein Rousseau und Emile, das ist 18. Jahrhundert, wo der Schüler vorangehen durfte. Ich will das jetzt, ich gebe Ihnen in vielem recht, aber ich habe noch eine Frage, die mich interessiert, wie Sie als Arzt damit umgehen. Jugendliche werden auffällig, Eltern gehen in die Psychiatrie, das Kind kriegt eine Diagnose. Eltern sagen, Gott sei Dank, wir wissen jetzt, was es ist. Kinder sagen, um Gottes Willen, da kann ich mich in meiner Peergruppe nicht mehr sehen lassen. Wie wichtig sind Ihnen Diagnosen? Sie kennen das Etiketten-Ressourcendilemma. Braucht das Kind den Stempel auf dem Kopf? Was passiert danach mit diesem Jugendlichen, würde ich jetzt sagen? Ja.
Also natürlich ist es immer, es klingt jetzt wieder blöd, aber es ist wieder eine Einzelfallentscheidung. Nicht jedes Kind und jeder Jugendliche kann mit seiner Diagnose, wenn sie denn gestellt wurde, umgehen. Wir informieren natürlich immer unter dem Stichwort Psychoedukation. Was ist es, woher kommt es, wie wird es weitergehen und wie geht man auch nach außen damit um? Es gibt so ein bisschen lapidar, und da mache ich mir sicher auch den einen oder anderen zum Feind, den Spruch, wenn man über was keine Witze mehr machen kann, dann ist es diskriminierend. Unser Ziel ist natürlich immer, dass das Kind, der Jugendliche offen damit umgehen kann, selbst einen gewissen Abstand dazu bekommt und damit auch potenziellen Opferrollen, Mobbing schon vorweg geht und sagt, okay, ich weiß, dass ich das Problem habe, der andere hat einen komischen Vornamen und der andere riecht komisch oder was auch immer. Kinder und Jugendliche untereinander finden immer ein Thema und da ist immer gut, wenn natürlich jemand offen damit umgeht, bevor das sozusagen immer hinter vorgehaltener Hand. Und da kann ich nochmal was Positives sagen, sowohl Thema Hautfarbe als auch Handicaps, finde ich, hat sich schon einiges auch verbessert im Vergleich zu dem, wie ich es noch erlebt habe. Dass Kinder untereinander grausam sind, wenn wir nie wegkriegen, das ist eher genetisch, aber ich denke, ab einem gewissen Alter sehe ich schon auch da noch einen Unterschied über die Jahre, den ich eher als positiv sehe. Für uns Ärzte sind Diagnosen Arbeitshypothesen. Und für mich gehören die Diagnosen gar nicht nach außen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir für Kinder überhaupt kein Gefühl mehr haben für Datenschutz, kein Gefühl mehr haben für ärztliche Schweigepflicht. Und von mir werden Befunde angefordert von Kindergärten, von Schulen und, die ich grundsätzlich verweigere. Das heißt, für mich, für mein Arbeiten ist es wichtig, eine Diagnose zu haben, aber nicht im Sinne einer Festlegung, sondern einer Überprüfung auch, ob da aufgrund der Diagnose das, was ich mache, richtig ist. Ich finde es unglücklich, wenn Diagnosen rausgehen unter dem Motto, jetzt haben wir endlich was gefunden. Das ist natürlich bei Symbioseeltern klar, beim Körper will ich auch eine Diagnose haben. Und wenn Kinder rumlaufen mit dem Reklameschild, ich habe ADHS und damit wird alles erklärt. Es ist eine Gesellschaft, die überrollt ist von einem ganz neuen Störungsbild, nämlich dem, dass Kinder nicht mehr auf dem Reifegrad ihres Alters sind. Davon sind wir überrollt. Und wir sind in Gefahr, die Kinder zu pathologisieren. Wir müssen sie nicht pathologisieren. Kinder, die nicht entwickelt sind, nicht krank, sondern Kinder, die nicht entwickelt sind, brauchen uns, dass wir sie entwickeln. Wir müssen aber leider bekennen, dass Diagnosen oft nötig sind, um Hilfebedarfe zu definieren und entsprechend auch finanziert zu bekommen. Ne? Das finde ich tragisch, weil, sagen wir mal, dass heute ärztliche Diagnosen ausschlaggebend sind und wir reden ja bitte selten von echten Erkrankungen, das ist auch wieder ein anderes Thema, dann finde ich das tragisch, dass also ein Staat das einfordert, um sich abzusichern, dann Gelder rauszugeben. Also wenn Sie mal allein das Thema Inklusion nehmen, auch ein neuralgischer Punkt bei mir, das heißt also das Land, das zuständig ist für Schulen, sagt, wir machen Inklusion, ja, und aber stellt gar nicht die Lehrer dafür zur Verfügung. Und dann dann sagt das Land, beantragt doch hier bei eurer Stadt, beim Jugendamt einen Einzelfallhelfer. Dann müssen wir Schulbegleiter, ja. Dann müssen wir Kinderpsychiater das Kind quasi für psychisch krank erklären, damit dann eine Mutti daneben sitzt. Das sind nämlich oft noch nicht mal Fachleute. Also es ist so viel im Argen in unserem Schulsystem, ich halte das nicht aus als Kinderpsychiater und ich werde es auch nach außen schreien. Sie wollen dazu noch was sagen? Okay. Eine Antwort noch von Ihnen und dann eine Frage noch. Ich wollte nochmal, weil wir ja hier immer ganz viel über Beziehung und ungestörte Beziehungsaufnahme sprechen, nochmal ergänzen, es gibt zu der Reihe und dem Thema Psychotherapie, die neue Pädagogik, ja eine große Äquivalenz zwischen der Frage, was ist ein guter Lehrer und was ist ein guter Psychotherapeut. Da kommt als Hauptkriterium auch bei sogenannten Meta-Analysen, wo eben verschiedene Untersuchungen zusammengeworfen werden, so wie bei Vorurteilen auch, da kommt dann irgendwann, was war es doch am Ende raus. Und das ist hauptsächlich die Authentizität. Das heißt also die Frage, will jemand den Beruf machen und steht er den Kindern und Jugendlichen so gegenüber, wie er wirklich ist? Das ist so das Hauptkriterium. Und das ist sowohl in der Psychotherapie als auch in der Bildung natürlich ein hohes Gut, dass ich eine Beziehung aufbauen kann und dass ich da auch authentisch bin. Und da ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wer wird denn noch Lehrer? Das ist sowohl bei dem Lehrermangel, aber auch natürlich ein bisschen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie so, wir müssen inzwischen fast jeden nehmen, der sich überhaupt bewirbt. Und das ist natürlich dann auch wieder was fahrlässig, wo man sich fragt, ja, ist das denn überhaupt irgendwie lösbar, dass wir da wieder zu mehr Qualität kommen oder auch zu mehr Steuerung, indem wir sagen, der eine oder andere ist halt für einen Beruf mit Kindern einfach nicht geeignet.
Und dann kann man natürlich mit Selbsterfahrung, so ist es bei der Psychotherapeutenausbildung, nochmal versuchen, was zu ändern, aber bei einem einen oder anderen ist es einfach unmöglich. Und das ist natürlich auch ein Dilemma, aus dem wir nicht rauskommen. Zumindest fällt mir da auch keine Lösung ein. Ja, okay. Ich lasse nur noch die eine Frage hier vorne zu, weil wir sehr weit fortgeschritten sind in der Zeit. Ich bitte um Verständnis an dem hinteren Mikrofon. Bitte. Die Vordere. Die Vordere darf sprechen. Ich habe aber keine Frage. Bitte. Aber Sie sprechen bitte ins Mikro. Es ist ganz schön hoch, von daher. Sie können sich ein bisschen runterbiegen. Oh, super. So. Ich wollte noch mal auf das Bauchgefühl eingehen, auf die Intuition, die Sie bei Eltern so hervorgehoben haben, dass wir das halt vor 95 besser konnten und da so ein bisschen auf die Verantwortung auch der sozialen Einrichtungen hinweisen. Also es gibt ja für heute alles, also für jedes Thema gibt es Beratungsstellen. Also man wird heute nicht mehr schwanger, sondern man lernt schwanger zu werden, man lernt, wie man ein Kind austrägt. Also ich selber habe das erlebt als Mutter, dass ich aus anderen Gründen in so einer Beratungsstelle war und dann mit so einem Stapel Ratgebern rausgegangen bin, wo natürlich jeder Ratgeber was anderes gesagt hat. Und da fängt es ja schon an, dass den Eltern damit einfach völlig die Möglichkeit genommen wird, sich auf ihre Intuition und auf ihr Bauchgefühl zu verlassen. Genau. Ja. Dazu würde ich gerne nochmal sagen, also viel an Intuition und Bauchgefühl geht uns verloren, weil wir so überschwemmt sind. Ganz ehrlich, Herr Winterhoff, das waren wir beide sind derselbe Jahrgang, wir sind auch in anderen Bereichen sehr überschwemmt gewesen. Ich nehme dieses Beispiel von Ihnen auf, auch schon 1987, als ich mein erstes Kind gekriegt habe, wurde man überschwemmt mit Informationen und mit Entscheidungsfragen und was weiß ich, und das zieht sich ja durch, wenn man Kinder hatte, man ist immer wieder unsicher, mache ich es so. Das Vertrauen in das Bauchgefühl, was für meine Begriffe das Allerwichtigste überhaupt ist, funktioniert ja nur dann, wenn man das Bauchgefühl hat, auch ein wenig entwickeln können. Und das wird natürlich durch die Prägung im Elternhaus oder durch die, ja, wie man groß wird, im Elternhaus bin ich jetzt schon ganz vorsichtig mit den Begriffen, wird natürlich dadurch auch sehr gebildet, ausgebildet und entwickelt. Und das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das habe ich für mich heute Abend nochmal von Ihnen auch wirklich gelernt, wie wichtig das ist, dass wir zu diesem zurückkehren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie so eine wunderbaren Beispiele wie den Gang durch den Wald hier gegeben haben, dass Sie sich nicht zu schade sind dafür, so etwas ganz einfach Wirkendes hier einfach auch nochmal ganz klar zu sagen und als eine Botschaft wirklich uns allen auch mitzugeben. Nur 3 Sätze. Wir haben jetzt viel über Digitalisierung geschimpft. Ich habe ein bisschen versucht, auch diese Konsumenten-Eventgesellschaft mit reinzubringen. Ja. Und bei dem Thema, was Sie gerade angesprochen haben, ich kann natürlich ein Bauchgefühl in einer Gesellschaft als Kulturtechnik auch nur entwickeln, wenn es so eine Gesellschaft noch gibt. Wir leben natürlich auch in einer völlig individualisierten Gesellschaft. Das darf man auch nicht mit vor 20 oder 50 Jahren vergleichen, wo es noch den Pfarrer als Autoritätsperson und den Bürgermeister gab und untereinander man viel Positives, aber auch Negatives sich gegenseitig angetan hat. Also das zeigt halt auch ein bisschen das Dilemma. Es ist schön, wenn der Nachbar sich über den Gartenzaun hängt und einem irgendwie sagt, man muss mehr Unkraut jäten, aber umgekehrt sagt er halt auch nicht, sie müssen sich mal mehr um ihr Kind kümmern und mal ihr Handy weglegen. Also das ist schon ein bisschen auch da wieder ein zweischneidiges Schwert. Ich wollte es bloß noch mal als Stichwort mit reinbringen, weil nicht nur Digitalisierung, sondern auch Individualisierung auch ein Problem sind. Okay. Herzlichen Dank an Sie beide. Vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind, weit gereist. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an Sie alle, an diese überwältigende Zahl an Teilnehmern heute Abend, an Gästen, die sich sehr neugierig interessiert haben für das, was Sie beide uns mitzuteilen haben. Wir dürfen Ihnen eine gute Nacht in unserem geliebten Dresden wünschen und eine gute Heimfahrt und vor allen Dingen eine sehr gute Besserung für Ihren Fuß, dass Sie wieder das machen können, was Sie vorher gemacht haben. Und bei Ihnen allen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen, für Ihr Mitdiskutieren auch. Bitte um Verständnis, aber wir sind hier in der Zeit auch eingeschränkt. Und ich möchte Sie einladen zu den weiteren Abenden dieser Reihe, die immer an den Mittwochen im September stattfinden, also noch 3 Mal. Am kommenden Mittwoch lautet unser Thema verwöhnt, verwahrlost oder doch nur gut versorgt. Kindheit in der Konsumgesellschaft, Sie haben schon eine kleine Brücke dahin geschlagen.
Wir erwarten die Journalistin Susanne Gaschke und die Psychologin Sonja Geiger, die beide hier sein werden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie wiederkommen. Nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr. Ihnen allen einen guten Abend und vielen Dank.